Heilige, schnell irgendwann. Jetzt warte mal. Ich bin zu spät. Ich weiß, das weiß ich selbst. Hallo? Jetzt warte mal, hallo, geht da was? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen Scheiße gebaut, weil sonst kriegen wir einen totalen Vogel. Wieso bin ich so finster, Alter? Wurscht. Dann machen wir so. Ah, das kommt davon, wenn du Sachen aufnimmst. Jetzt haben wir da schon hin. Kruzifix, ja, 5 Sekunden, was machen wir die ganze Scheiße dazu. Kruzifix, ja, noch Sachen fertig machen müssen. Jetzt noch fast übersehen, das ganze Setup umbauen da für die Kacke da. Wo sind wir? So, was auch Licht. Das machen wir blau, wunderbar. Harry! Geht überhaupt ein Mikrofon? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Verdammt, das habe ich auf voller Lautstärke. Warum ist das auf voller Lautstärke? Ich weiß nicht. Ich drehe ein wenig runter. Mikrofon-Check, Foodlab Franz Nummer 1. Hallo, Check 1, 2, jawohl, passt. Timmy Boy, jetzt wieder ein Grüß zu dir daheim. Ist das überhaupt richtig da? Was ist da los? Der ganze PC ist ein einziger, ich weiß das eben. Es ist so, grüß mal. Haufen eine, es geht beieinander, 1 Bier, Mikro 20, was es ist, Alan Wake, Metamacher, willkommen in der Metamacherei. So, jetzt kommen wir alle erst mal wieder oben. Das war jetzt kurz, wie spät ist es überhaupt? Wie viel bin ich in später Minuten? War ich nicht. Muss auch mal vorkommen. Habe die Ehre an. Den Edvan schlägt den Quamper, den Agrartechnik, den Herrn Krotzer, den Tober, den Turnhaber, den Zauner, den Sky, den Forest Quarter, den Jesse, den Herrn Scholl, den Philipp, den Vlogger, den Boris Blut, den Jacke. Mit Robis Gold, sonst kenne ich mich gar nicht mehr aus und dann passt es eh schon wieder. Da spreng ich, aber ist der Alan jetzt eigentlich schon wach? Ich habe seit dem ersten Stream nicht mehr zugeschaut. Aber ich spreng. Wird da nachlassen, was da los? Wir dürfen mal langsam ein wenig fertig werden mit Alan Wake, glaube ich. Habe ich ein bisschen so das Gefühl so, weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch Bock, aber lang darf es nicht mehr dauern. So wie es ist. Eventuell müssen wir das in einem Wochenende-Stream mal fertig spielen. Schauen wir mal. Das traut er sich noch zugeben. Sicherlich am Marvel-Maniac. Was meinen Sie denn? Birger und keine Donations am Anfang, was da los? Doch, der Timmy war da, aber ich war zu spät. Timmy Boy? Weiß nicht, was da los ist. Ist dir alles Geld gegangen? Ist aber nach 6 Jahren mal Zeit geworden! Es herrscht übrigens ein Donation-Verbot. Jahresmerch ist fertig, Video ist fertig, kommt am Sonntag und eventuell kommt drauf, wie viele Leute das da sind. Schauen wir uns das am Ende des Streams noch an. Schauen wir, warum haben wir eigentlich so einen komischen roten Bing am Hirn? Was ist denn los heute? Weiß ich nicht. Kleine Leuten im Bums hier, Herr Rössler, du hast recht. Kommt drauf, ob ihr schnell das bist. Ich mag einen Sprengi. Sprengi ist sauber selten da. Der Göttgott schreibt, David, aber bitte nicht dieses Wochenende. Was ist das? Nein, dieses Wochenende gibt es keinen Stream. Das hat einen ganz einfachen Grund, bin ich so offen und ehrlich, nicht gut, faul bin ich auch, sage ich dir, was ist. Morgen um 10 Uhr geht Season of Discovery in World of Warcraft los und aus irgendeinem Grund habe ich da anders krass Bock drauf. Das riecht so, wenn du so mit deinem ganzen Scheiß so fertig bist und nichts Besonderes mehr kommt, so bis Weihnachten. Und alle meine Spätzchen haben auch Bock, kriegt auf einmal so, keine Ahnung. Es riecht so nach einem richtig schönen, gemütlichen WoW-Dezember. Anne! Das werden wir nie schaffen, dass wir in die ersten 10 Minuten nicht einmal das Geräusch hören. Anne, Dankeschön! Haben wir uns von dem Schock vom Montag erholt? Noch nicht so ganz. Ich weiß auch wirklich immer noch nicht, was ich da verhalten soll. Ich sag das, wie es ist. Woher das da kommt, Achtung. Raute Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Verdammte Axt, da bin ich wieder auf 182. Timmy Boy, merci dir. So, da waren wir. Die Season of Discovery und das hört sich nach einem richtig geilen, gemütlichen, eiskalten übrigens. Es schneit ja schon teilweise, ein bisschen Schnee bei uns liegt da, auch wenn es bloß ein halber Zentimeter ist, aber so wurscht. Es hat einfach immer so einen schönen Flair in der Weihnachtszeit. Ist vielleicht auch hochgradig nostalgisch, ist mir scheißegal, wenn es mich abholt, habe ich Bock drauf, rein damit. Ich habe auch schon überlegt, ob wir da morgen oder am Wochenende eventuell einen Season of Discovery Stream einhauen. Ja, ich weiß, WoW ist ganz extrem schwierig im Stream zum Zuschauen und wer das nicht spielt, der denkt sich also, Alter, was soll das denn? Aber das habe ich ja beim WoW-Stream Anfang des Jahres in Dragonflight auch gemeint und davor haben wir einen Raid durchgespielt. Ja, was das eben ist. Ich weiß es nicht. Allerdings glaube ich, ich möchte das Offstream genießen. Ich habe nicht mehr recht viele Spiele, die ich Offstream spiele, muss ich ganz ehrlich gestehen. Pity Boy! Muss ich die ganze Donation-Scheiße kaputt machen! Sportzeichers Gate am Sonntag kommt was Tolles.
liegt nicht mehr da, sonst hätte ich jetzt da so ein Eckeleiner gehalten zum Aufhören. Tonight in the jungle, the quiet In the jungle, Okolonzen. Herr Pitt, was Okolonzen betrifft, habe ich eine gute Nachricht für die, was ein Jahresmerch betrifft. Wer genau schaut, findet vielleicht eine. Bitte, Boy, merci dir. Oh, ganz wer ist ein Zirkel, aber der hat es bei dir schon geschneit. Gescheit, nein. Es hätte gestern eigentlich den ganzen, und am Sonntag eigentlich auch, den ganzen späten Nachmittag und auf die Nacht ausgeschaut, als hätte es wirklich gescheit geschnitten. Gescheit geschneit. Das ist eigentlich komische Geschnimm, sagt man bei uns. Aber es ist ja nichts liegen, wenn es zu warm ist. Noch. Wobei es in der Nacht hat schon mal so -2, -3 Grad gehabt oder so. Ja. Eine! Was ist ein Singular von Onkolonzen? Onkolonze. Das ist noch eine. Und er zeichnet es wie Fleischbalkon. So ein bisschen. Hängt einfach aus der Wind aus. Ja, zeige ich euch vielleicht nachher. Schauen wir mal. Ich mag es halt nicht schon wieder. Ich spoilere dir immer. Was es ist. Es ist immer dieselbe Scheiße. So, wir haben noch genau 3,5 Minuten und dann fangen wir an zu spielen. Und wir spielen mal. Hat irgendjemand Alan Wake 2 schon durch und kann ungefähr abschätzen, wie weit wir sind? Sind wir wenigstens schon über der Hälfte? Ich sag das ganz ehrlich, wenn wir nicht einmal bei der Hälfte sind, dann wird es eine Zagi-Geschichte. So, ich sag's jetzt einfach freiwillig, wie es ist. Mein Problem ist aber auch so ein bisschen, es gibt nichts anderes. Ich weiß ja nicht, was wir sonst zur Abwechslung spielen sollen. Wir könnten natürlich einmal City Skylines 2 probieren. Das darf mir auch sticken, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich offstream noch nicht probiert. One-Shot, erste halbe Züge! Noch in der Spätschicht. Muss ich heute ohne Ton schauen. Der Ton ist nicht so wichtig, Alter. One-Shot, merci dir. Das ist mein Vaping-Hobby, die nicht angezeigt wird, weil wahrscheinlich 55 Monate einer geschissen hat, den Narischen. Total geschubste. Ist ein total geschubste. Hobbit darin. Dankeschön. Küsschen aufs Nüsschen. Bei dir schneibt es ja eh nichts. Das, was bei uns schneibt, ist halt lächerlich von, was weiß ich, was bei der Österreich zum Beispiel los ist. Da finden es wieder 1,5 Meter Schnee. Es ist mehr die Mühe erleben, dass 1,5 Meter Schnee hat. Das war halt nur, was es nicht. Mit Alan musst du halt auch noch spielen. Ja, das weiß ich. Deswegen kann ich auch nicht abschätzen. Ich gebe zu, ich habe mir ein Walkthrough angeschaut. Das ist so ein 16 Stunden langes Video. Und da habe ich bloß wirklich ein Standbild gemacht und habe gerade einmal so Viereck gespielt, so, okay, wo grob sind wir da ungefähr, bis ich dann festgestellt habe, der Geschichtsstrang mit ihr und der mit dem Alan, die sind ja unabhängig voneinander, das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie weit wir sind. Ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, irgendwo zwischen halber und dreiviertel, ich weiß es nicht, ich sag das, wie es ist. Ich kann es nicht sagen, ich habe mich nicht spoilern lassen natürlich, ja, also ich habe nicht nachgeschaut, was passiert jetzt da, das ist ja eine totale Behinderung dann. Ich habe heute einen Schliersee fluchtartig verlassen, sonst hätte es passieren können, dass ich da überwintern muss. Wie viel Schnee hat es denn da? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ja, da in Österreich habe ich es mal gesehen, wenn wir zum Skifahren fahren. Dass da auf die Ortsschädel, die überdachtelten und so, dass da einfach eine Meter dicke Schneeschicht rumliegt und so, das ist halt schon geil irgendwo. Herberge! Wo Jahresmerch? Sag ich euch noch, kommt am Sonntag. Was ist da los? Herr Dominik Gaming. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Ah, Österreicher natürlich. Ja, bald haben wir nur noch Österreicher. Ja, und wenn es bei uns übrigens auch so weitergeht, dann sag ich dir, was ist, dann werde ich bei euch hinten einen Asylantrag stellen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es da ein Haus besser ist wie bei uns, aber Fei ist nicht dabei, das ist möglich. Timmy Boy, lies bitte mein Ton. Habe ich doch vorgelesen, bist du besoffen oder was? Habe jetzt nachgeschaut, woher das da kommt. Achtung, Leerzeichen, ja? Hab ich doch vorgelesen. Ja, so hätte ich die Frage stellen sollen, wo sie herkommt. Oder dann kriege ich wahrscheinlich noch mehr Donation mit Leerzeichen, die ich nicht haben will. Ja, Dominik Gaming! Freut mich, wenn es dir taugt. Viel Spaß weiterhin. Wurscht! Weiß bis jetzt noch nicht, um was da geht. Herr Mösenbichler, es ist halt auch so eine krass schwierige Story. Das ist halt dann auch für den Stream schwierig. Das verstehe ich auch, also um Gottes Willen. Ich wüsste halt nicht, ob ich es off-Stream weitergespielt hätte, weil ich auch da sitze so the fuck is happening? Und soweit ich mich noch erinnere, es ist 10 noch. Wir fangen mal an. Mit dem wir gar nicht. Das ist der Kass. So, mein OBS ist total fucked up. Ich habe keine Ahnung, ob wir mir überhaupt das Spiel drin haben. Ich hoffe schon. Wir werden sehen. In Österreich ist es nicht besser als bei euch. Ja, scheiße. Dann bin ich immer nur für die Alpenrepublik. Zeit da zu werden. Scheiße, ich habe nicht mehr geschaut, ob Alan Wake ein Update kriegt, aber war wahrscheinlich nicht. Das startet schon. Was ist da los? Geht's los oder was?
Ja, schaut gut aus. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank für die Donation. Ich küsse eure Bandscheibe, alle, die da sind. Stopp mit Donations, Sports auf den Sonntag. Dankeschön, habt's was davon. Und jetzt, pass auf, muss ich da umschalten. Machen wir so. Ich habe da mein Stream Deck nicht da. Warum? Ah! Was ist das? Du bist weg! Okay. Das war noch vom Montag. Ja. Herr Dominik! Neues Mitglied muss man anständig begrüßen, hat's geheißen. Welcome to the Squad, Messe für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich Dominik, wenn ihr mitmacht. Eine Kackfrisur. Mit einer Okolanze drauf. So. Und jetzt halt dein Maul. So, Alert Sounds machen wir gediegen aus. Ich hoffe, dass wir mir halt so weit kommen, wie es noch gerade irgendwie möglich ist. Und ihr denkt euch in der Zwischenzeit einmal was aus, was wir parallel zu The Last of Us spielen, damit wir mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Jetzt haben wir den ganzen November nichts anderes da wie Alan Wake und The Last of Us. Das kann es auch nicht sein. Wieder mir langweilig, Herr Bing. Sag ich dir, was ist? Sag ich dir, was ist? Da, als Kind vom Dorf schreibt es ja schon, warum nur 565 Zuschauer? Das kann ich dir genau sagen, warum. Hab ich dir gerade gesagt. Weil keiner so wirklich, seien wir uns ehrlich, war mir wieder nicht was anderes zum Spielen. Sag ich dir, oh, Anschau. Anschaut, das ist gut. Ja, mehr der Last of Us geht sowieso immer, damit wir da auch vorwärts kommen. Das kann man schon einmal machen, aber auch nur das ist auch langweilig. Ihr wisst es, ein bisschen Abwechslung muss sein. Druck jetzt auf Fortfahren, du fetter Trottel im Internet und speichern auf. Was ist denn da eigentlich? Sag was hab ich mit dem ganzen Setup da? Ich habe einfach nur 5 Minuten Video aufgenommen. Zum ins eigentliche Video einschneiden. Alles kaputt. So, fortfahren. Wo sind wir? Ich kann mich daran erinnern, dass wir ja genau. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir wieder in irgendeinem abgefuckten Scheißdrecks-Bunker drin sind. Wir sind nicht ganz voll kalt. Haben wir uns mit Painkiller ein oder nicht mehr sicher? Schauen wir mal da. Ja, nicht mehr sicher. Ausrüsten, heilen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Medikits in Alan Wake, die muss man rotzen oder muss man sie, weiß ich nicht, vaginal einführen, weil ansonsten, weiß ich nicht, was ist. Alex, also im Ersten in Innsbruck liegen ca. 40 cm am Hausdach. Ja. Hey, so, das ist schon schön und so, bis dann zum Schneeschaufeln wird. Ja? Da hört dann auch der Emanzipatismus auf. Ist das ein Wort? Emanzipatismus. Ist das das richtige Wort? Ich weiß nicht. Da kennt dann, sagen wir es einfach an die Wort, da hat der Feminismus dann auch seine Grenze erreicht, wenn es zum Schneeschaufeln wird. Okay? Deswegen, das weißt du selbst. So. Kurzer Munitionscheck. Die Pistole ist leer. Die Pumpgun, da haben wir das Ding. Gewehr haben wir letztes Mal noch gefunden, das haben wir noch gar nicht hergenommen. Und Schrotflinten haben wir noch und überhaupt sowieso. Und dann schauen wir eigentlich ganz gut aus. So, mit dem Ding weiter und Munition zum Sparen. Was müssen wir überhaupt da, Alter? Rette Tor vor dem Übergang. Ah ja, wir haben unmittelbar vor dem Übergang, weiß ich noch, und da rieche halt ich da am Boss. Also jetzt bin ich gespannt, wie wir aimen beieinander. Ist wahrscheinlich unter aller Kanone, oder? Unter aller Kanone! Emanzipation! Habe ich schon richtig. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, Alter. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verwirrt heute. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ein bisschen. Oh, Underground Graffiti. Hotel und Spa. Ja, wer kennt die Gangster-Sprayer nicht, die Hotel Graffiti in den Kanal einsprechen? Ich muss jetzt ja ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich so unfassbar viel Bock auf diese finsterne Scheiße da habe. Die Musi sagt auch nichts Gutes. Das Mobbing fragt mich, was ich für Grafikkarten habe, eine 4090. Was habe ich gesagt? Emanzipatismus habe ich gesagt. Ja, das ist ein nice Wort. Ja. Wenn sie leider ein Geschlecht aussuchen können, dann kann ich Wörter erfinden. Ne? So sieht's aus. So, wir rennen wir da im Kreis umeinander. Was ist das? Beware the drowned lady. Renne ich im Kreis? Okay, haben wir schon gespannt. Gut, dass ich es vorher gespannt habe. Weißt, ich bin schlauer als FBI-Agent, das ist schon mal gut. Ich habe zum Beispiel Day of the Tentacle brutal gefeiert. Ja, ich sag das auch ganz ehrlich, wie es ist. Wir haben ja keine AAA-Games. Außer jetzt der Last of Us 2 Jahre, aber das ist auch schon 3 Jahre alt. Also das ist auch vollkommen wurscht, wie alt das ist. Ich habe so die Idee, Indie-Games. Ich sag das, was es ist. Da haben wir so viele geile Perlen gefunden und einfach jede Woche was anderes. Vielleicht manche Sachen ein paar mehr öfter, die wir. Ich muss jetzt kurz zu meinem Sperr. Ich glaube, ich war hier schon mal.
Das ist mir klar, dass wir da schon mal waren. Da steht jetzt, wir haben jeden Make the same, beware of the drowned lady. Was soll ins Wasser einschießen oder was soll ich machen? Tu mir da lieber gerne mit dem Boomstick aus, aber mit der Pfeilung werden wir nicht weit kommen. Du Rind. Was ist denn da jetzt eigentlich wieder los? Oh, Battle Brothers. Oh, Ankündigung wo? Das ist auch ein richtig guter Punkt. Ich hab alles vergessen. Ich sag das, was ist, ich hab mich ich hab nicht mehr Discord auf. Wieso hab ich nicht mehr Discord auf? Keine Ahnung, ich mache eine Ankündigung. Na, YBL brauchst du nicht reinschreiben. Hab ich schon drin? Hab ich schon drin? Ich mach das schon. So, passt schon, ist schon drin, passt schon. Die Ankündigung ist auch spät. Heute haben wir alles verkackt. Ich weiß nicht so recht, was ich tue. Gehen wir einfach mal wieder andersrum. Das ist eine Idee. Keine Ahnung. Das ist eine Idee, vielleicht. Da haben wir wieder hergekommen, das ist mir schon klar. Gehen wir dann einfach mit da weiter, okay? Wir haben auf alle Fälle irgendeine Drowned Lady und das gefällt mir gar nicht. Ich nehm die Nummer 3. Hallo? Was? Ice Raven, Birger, mein Battle Brothers zur Abwechslung und sag jetzt bloß nichts, was ich nicht hören will. Erstmal Merci. Dann Stop the Donation. Merci. Battle Brothers könnte in Frage kommen. Die Frage ist jetzt aber viel mehr, wo zur verfickten Scheiße müssen wir hin? Spalten! Sprengen, dann darfst du wieder reinspalten, ja. Was machen wir ein bisschen schneller da? Was ist. Wo zur verfickten Hölle sind wir, Mann? Kannst du mir das sagen? In irgendeiner Finster. Da blinkt. Kein Strom. Der Schalter funktioniert so nicht. Headshot! Du Kackfrisur! So, was ist da drin? Was labert er? Kommt mit dem Nachtthema, der möchte sie auffüllen. Glaub, dass du. Da was Ich drin? brauche Strom, um den Schalter zu nutzen. Nein, ich glaube, er braucht einen Pfeilenreidel. Bin mir nicht sicher. Oder? Rimworld, ja. Was ist nicht? Nein, Leute, bitte, nein. Nein, Kinder, Schluss, aus, pfui Teufel, das ist zu viel. Da hättest du 2 T-Shirts kaufen können, fast. Mr. Firestone, merci dir, habe Ihre Bürger. Ich schaue jetzt schon eine Zeit lang zu und wollte mich einfach mal für die gute Unterhaltung bedanken. Grüße aus Burglengenfeld. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber schöne Grüße zurück. Und der 50er ist maßlos übertrieben, Alter. Ich kann nicht mehr sagen, wie der ist maßlos übertrieben. Kriegst die Privattröte, pass auf. Küsschen aufs Nüsschen. Ernsthaft, Leute, bitte. Jetzt haben wir endlich einmal so weit, wieder zumindest einmal eine Zeit lang, weil das war ja nicht das erste Mal. Aber wenn es so nicht oft vorgekommen ist, dass er Ruhe. Was, ich muss Enter drücken. Ach komm, das ist wieder so behindert. First try! So, was ist jetzt da? Stehst du wieder auf? Magst du das bitte unterlassen? Ist es nicht der andere von oben? Gone too soon. Okay. Leute, Ruhe ist jetzt. Gifty, merci dir. Der jetzt muss ich dir einmal was da lassen und gleich einen Hobbit gerissen, die geschubst. Da kennen Sie, ich weiß gerade so. Die ganze Zuschauerschaft ist eine einzige Inzestbude. Sagt es, wie es ist. Sagt es, wie es ist. Warum ist da. Die Wand ist verschwunden. War das das Licht? Oh nein, nicht wieder so ein Krampf. Nicht wieder irgendwelche 2 Parallelwelten und was auch so. Aber er ist nicht verschwunden. Er und sein Nachthema, der Nachthema Zepp ist noch da. Das ist wichtig. So, was haben wir da? Können wir da? Ja, natürlich können wir wieder einige. Ist ja klar, hinein ins finstere Loch. Hauptsache, jetzt zum 20.15 kommt die Discord-Benachrichtigung. Ja, natürlich. Die habe ich nur schnell nachträglich eingeschissen. So wurscht. Oh. Was zerstöre die Entität? Was? Nora. Ich weiß nicht, was passiert, Alter. Was Zeug? Right Falls, irgendein Schund, keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ich bin zum Metamacher gekommen. Willkommen in der Metamacherei. Oh, auch nicht so die besen Leute wieder. Besi Leute, da waren wir doch auch schon! Sag mal, was ist denn mit dem... Es ist eine Schleife, wie die anderen. Ich muss zum Zentrum. Was für ein verkacktes Zentrum, Alter. Bitte verwirr mich halt nicht auch noch in dem finsteren Drecksloch da. Was? Cynthia, sie ist hier. Cynthia ist hier. Gehen wir mit der? Schwarze Flüssigkeit von neben des Gleis.
Warum kriegen wir Gänsehaut, wenn die labert? Ich will das nicht. Weg. Eine Sackgasse. Ja, aber da schaut's doch jetzt komplett anders aus. Ach, geh Wurst. Ich kenne mich da so schon nicht aus. Jetzt haben wir wieder in dem scheiß Rundgang-Ding da, oder was? Na, jetzt geht's nach rechts auf einmal. Okay. Bitte fragen Sie mich nicht. Wieder zurück. Was? Ich bin narrisch. Was soll ich machen? Ich muss zum Zentrum. Ich weiß nicht, was wir das sagen sollen. Schaut's da jetzt anders aus, oder haben wir da Ich her... lande immer wieder hier. Warum? Ja, das frage ich mich auch. No shit, Sherlock. Haben wir da beim FBI studieren müssen, dass wir das gespannt, oder was ist mit dir? Was los? Das schaut doch anders aus. Waren wir da schon? Ich hab doch keine Ahnung, oder? Da geht's wieder auf, oder was? Da ist doch noch so ein Stromding. Das haben wir noch nicht betätigt. Betätigt das mal. Aha! Nein, stopp, mach nochmal weg. Da ist daneben ein Schrank gewesen, den looten wir noch. Lötzeit, Bestie, aber die... Nein, 4K-Monitor, der feine Herr da. Versperrt. Der Schlüssel muss hier sein. Roses Schlüsselanhänger? Nein. Ja, der Schlüssel muss hier sein. Muss der Schlüssel wirklich hier sein? Also, kommt man da um? Nö. Vielleicht irgendwie mit dem Lichtschalter? Na gut. Patrick, ich versuche 1 Meter zu machen, aber das Spiel macht mich... Leute, bitte machen Sie Meter. Ich hätte jetzt gern so einen Meter-Salami. Was? Mach ich die Tier jetzt anständig auf durch. Ah, ich weiß nicht. Stinkt. Stinkt nach Stress. Oh, Pistole. Pistole, nachher. Noch irgendwo ein Loot. Die Loot, da kann man aufmachen, habe ich gesehen. Habe ich genau gesehen. Da bist du im Mund drin? Jawohl, so mache ich das. Nachladen. Jawohl. Da brauchen einen Bolzenschneider haben wir immer noch nicht, gell? Oder brauchen wir überhaupt einen Bolzenschneider? Ah, keine Ahnung. Möglicherweise brauchen wir den, das wissen wir nicht. Was ist da los? Machen wir die Bude auf da. Da ist natürlich zu, das ist klar. Was ist da hinten? Haben wir da den anderen der Schlange drin? Ich kenne mich doch da unten keinen Stecker nicht, da haben wir mir Karten. Bürger und Greichheits, mehr geht nicht. Doch, schönes Stückel Bauernbrot dazu. Ein Rang. Und so oberschneiden. Wie die alten Leute. Du weißt schon, wie ich mein. Du weißt schon, wie ich mein. Da gibt's ewig den Loot. Das heißt normal nichts Gutes, wenn da ewig viel Mundnummern anlegt. Das soll ich da wissen. So, die Frage ist, was sich da jetzt eigentlich genau geändert hat. Hat sich da drin jetzt recht viel geändert? Beim blassen Dunst gehen wir einfach wieder zurück. Also, man, mehr Optionen haben wir nicht. Oder jetzt passen wir Obacht, wenn wir das jetzt wieder ausschalten. Oder? Hat das Sinn, Mann? Machen wir nochmal an. Es ist halt so viel Try and Error. Wir haben halt auch keine Karten nicht von diesem scheiß Keller. Oh! Das haben wir jetzt durch Zufall entdeckt, muss ich sagen. Hallo! Ja, Fackel können wir mitnehmen. Schrotflintenmund nehmen wir auch mit. Das ist jetzt bloß wieder irgendein so ein Munitionslager, wo es nicht weitergeht, oder was soll der... Was soll das? Irgendwo ist doch da noch was blinkt. Da was blinkt, sag ich doch. Haben wir da noch? Ja, Quermunition, sehr schön. Wir werden schon ein bisschen sehr stuffed mit Moon. Die Frage ist jetzt, gang's da weiter, wenn wir irgendwo einen Lichtschalter ändern. Eventuell darf es auch da drin weitergehen. Lichtschalter gibt es da drin keinen. Jetzt probieren wir den. Also, sie duckt sich von allein. Ich bin schon wieder.
Bin schon ein bisschen verwirrt. Nein, da geht's auch nicht weiter. Ist es jetzt Alan Wake oder der Last of Us? Das ist Alan Wake. Das kann ich ja Gott sei Dank mit der... Da geht's dann generell gar nicht weiter. Okay, das heißt, wir müssen das... Verzeihung vielmals. Wir müssen wahrscheinlich das Licht da wieder ausmachen. Dann kommen wir da um. Machen wir das Licht da hinten ein. Da hinten geht es sonst nirgendwo weiter. Außer durch das Fenster vielleicht. Hä? Nein. Glaube ich nicht. Dann machen wir das wieder aus und gehen wir wieder oben. Mehr Optionen sehe ich hier nicht. Aber ist schon Scheibfinster, gell? Arschlochfinster. Ich habe übrigens bei Alan Wake habe ich weniger Stress. Ach, warum drücke ich nicht auf Steuerung? Aus irgendeinem Grund meine ich mit Steuerung drücke ich mich. Macht es irgendwie von selber in Alan Wake. So. Mich interessiert jetzt bloß, ob der Weg da frei ist. Nein, ist er nicht. Oder was? Vielleicht links oder rechts? Nein. Können wir das Licht ändern. Aber anscheinend nicht. Dann gehen wir mal nochmal zurück aus. Ich checke halt nicht ganz, wo der Hinweis ist, was sie jetzt genau geändert hat. Das ist mal so ein bisschen. Nicht Sterbseln, Birgen, nein. Zero Depth. Wie viel Depth muss ich vom Montag noch gut schreiben? Ich glaube 4. Alter, da haben wir in den ersten 4 Stunden so oft gestorben, so. Jetzt kapier ich gar nichts mehr, gell? Jetzt check ich gar nichts mehr. Wo zur Hölle geht's denn jetzt noch weiter? Was denn der Scheiß jetzt? Hä? Der Wolfeck sagt 5. Was den Depth-Counter betrifft, ist eigentlich Verlass auf ihn. Ich überlege gerade, wo das 5. Mal war. 4 Mal mit der Abby. Ah, mit der Ellie sind wir auch noch mal gestorben. Ja, gut, da hat uns der Klicker auseinandergerissen. So, jetzt ist die Frage, ich check nicht, was ich da hinten tun soll. Da habe ich noch einen Kasten zum Looten. Ja, super. Der Healing-Counter. Ich weiß nicht, was der sagt. Infinite. Da ist... Habe ich so viel zum Looten? Der wirkt. Ah, lass mich raten, da ist der Bolzenschneider drin. Lass mich raten, da ist der Bolzenschneider drin. Oder? Ist das Sinn mal? Birger, schau halt gescheit an, was ist mit dir? Hm? Was ist mit dir? Zack, Werkzeugschrank, Schlüssel. Bald, ja sicher ist da der Bolzenschneider drin, was war denn sonst drin? Easy. Die Frage ist jetzt, wo war die scheiß Ketten gleich wieder, wo man den Bolzenschneider... Ah, das schreckt mich nicht so. Scheiß Achievement, leck mir noch am Arsch. So, wo war jetzt der Bolzenschneider? War das nicht da hinten, wenn man das Licht wieder ausmacht? Muss ich nochmal schnell schauen, weil es geht ja da unten nirgendwo weiter. Ich bin maximal verwirrt, oder? Später mach's mich fertig! Ja, macht Sinn. Ah! Was ist das? Sag mir, wie viel Pistolenschuss frisst du Hure! Oh shit! Gut, dann muss der Boomstick regeln. Sag einmal, Alter, wie viel, was bist du für eine fette Scheiße aus Blunzen? Oh, bist du im Magazin 2 Schrotkugeln einfressen? Das kannst! Nur 2 Zwingen! Very bad feeling about this. I have a very bad feeling about this. Bin ich aber schon ein wenig verwirrt, Kinder. Und die Agilität, die darf ich mir heute auch gerne in The Last of Us wünschen, aber da habe ich halt mit dem Gamepad keine Chance. Ne? Da habe ich keine Chance, bis ich mich da umdrehe. Dabei habe ich schon 3 Mal nicht gefangen. Der Klicker hat mich gepackt und steckt mir seinen Finger in den Arsch. Was das eben ist. Und der macht einen lahmen Hand. Ah, bis dahin ist nicht mehr so mächtig. Da müsste man, weiß ich nicht, einmal den Schaden eiskillen oder so. Was ist denn da jetzt wieder los? Grüße! Hört jetzt auf mit den großen Beträgen. Ich hau euch einen knockerten Arschkruzifix. Servus, Birger. Der Lehrer kommt in die Klasse und sagt: So, Schüler, heute lernen wir ein Kondom über ein erregtes Glied zu stülpen und dafür habe ich diese Bananen dabei. Auf leeren Magen bekomme ich nämlich keine... To be honest,
You got us in the first half. Merci dir. Es ist zu viel, Kinder. Es ist zu viel. Und ihr wisst es. Wo haben wir jetzt da? Ich bin maximal verwirrt, oder? Warum kann ich da im Kreis rennen? Ich verstehe es nicht. Habe ich wieder 3/4 Loot übersehen? Ich weiß es nicht. Ist mir ehrlich gesagt... Da kann man noch eine looten. Nein. Ja gut, gehen wir weiter. Zwick jetzt das Ding auf, weil sonst narrisch schwer. Hopp. Wissen wir, wie es weitergeht. Tür mit Bolzenschneider aufmachen. Dein Davis! Bin schon auf dem Weg. Haben wir schon erledigt. Ist schon. So. Nach Game Mechanik Logik. Ja. Rotzt aber gescheiter, wenn es dort noch besteckt wird. Ist nix. Ah, tu mir. Bolzen nachladen? Tu mir den Bolzen nachladen. Tu mir den Bolzen, ja. Das Ding da, der Bolzen-Sepp, der schießt zwar extrem langsam, aber ich hab das Gefühl, der macht extrem viel Schaden. Der macht, glaube ich, ein Bolzen so viel Schaden wie ein ganz Pistolenmagazin. Und wenn er auf den ersten Bolzen nicht umfällt. Eine Geschichte schreiben. Deine Geschichte schreiben oder eine Geschichte schreiben? Jetzt haben wir schon wieder da. Da waren wir da vorher auch schon wieder. Was aber auch auffällt, so in diesen Übergängen hat man immer... Oh. Wieder Mensch. zurück. Noch tiefer. Ja, in diesen Übergängen hat man auch immer mit diesen Schleifen irgendwie zu kämpfen, wo es dann auch im Kreis rundum wird und so ein Mist. Oh, mehr Bolzen. Haben wir auch noch was. Loot nehmen wir natürlich schon mit und das Ding können wir nicht mehr einbackeln, schade. Ja, hilft nicht. Hilft nicht. Was ist da drin? Ist da was drin? Ah, nein, Bolzen drin, glaube ich, aber die haben wir keinen Platz mit zum Looten. Hilft nicht? Jetzt kannst du dann langsam ernst werden. Es war amüsant, aber können wir jetzt aufhören? Die speichern. Oh, wenn das kein Tor! Boss. Wo bist du? Kannst du mich hören? Okay, chill. Tut mir leid, Kleine. Die Hexe hat mich reingelegt. Tor, ich bin hier! Ich komme! I have a very bad feeling about this. Holy shit, ja, ist gut. Sie haben Tor entführt. Was müssen wir da? Retten Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Okay, Strom einschalten. Ich muss zu Tor. Ich muss die Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Scheiße. Es ist sofort dunkel da unten. Oh, unangenehm! Ah! Alter! Chillig, einschalten! Alter, ich darf nicht ins Wasser. Das war's mit mir. Oh, unangenehm! Auf so eine Scheiße haben wir überhaupt keinen Bock nicht! Ich bin verloren. Okay, wir müssen wahrscheinlich da wir dürfen wir nicht ins Wasser. Ich hab ein bisschen, das habe ich im PewDiePie Let's Play bei Amnesia gesehen. Was? Bist du? Nein! Sie kommt. Okay, chill. Mir macht die Stimme so komisch schwer. Ich weiß nicht warum, aber das, offensichtlich habe ich keinen Bock auf diese Frequenzen. Jetzt können wir mal da müssen wir halt um. Okay. Es gibt auf alle Fälle in Amnesia, im allerersten gibt es auch so eine Stelle, wenn du im Wasser drin umeinander pimmelst, dann kommt das Mistviech. Aber so, wenn du die herausnimmst. Wenn du jetzt da... Ah, scheiße, da ist ein Eimer im Wasser. Fuck off! Fuck off! Wo müssen wir hin? Links oder rechts? Ich nehm rechts. Ah, ist das unaus? Ich hasse so einen Scheiß. Da hinten ist da überhaupt irgendwas. Ich sehe. Doch, da geht's nach links rein. Ja, gut, Ich muss irgendwie den Strom wieder einschalten. ja, es ist mir schon klar, dass man Strom einschalten müsste, aber ich weiß nicht wo. Und solange wir wieder im Wasser anpimmeln und nicht wissen, wo die nächste eilende... Oh ja, passt. Okay, natürlich gibt's da bloß wieder Loot. Herr Lex, Sie haben eine 50-50 Chance. Natürlich verkacken Sie diese, ist ja ganz klar. Da haben wir Loot. Und weißt du, was da ich sage? Wir pfeffern uns jetzt auch noch schnell Schmerzmittel ein, damit wir voll sind, weil die Fotze, wenn uns erwischt, haben wir nämlich halber hin. Das gefällt mir nicht. Die muss man übrigens auch vaginal einnehmen. Und onal auch.
Wolle! Was war das? Alter, spinnst du? Ich war 1 Sekunden lang. Ach, Kim. Okay, von Insel zu Insel. Los. Sagt mir irgendwo, wo die ist? Alter, die ist doch jetzt schon vorbeigefahren, oder? Ich war jetzt nicht ganz dicht. Oder noch weniger dicht wie sonst. Okay. Gehen wir da lang. Hören wir mir wie... Oh, Scheiße, ja, Scheiße! Du alte scheiß Schupferbrunzen, Scheißhausruhe! Wo müssen wir hin? Da kommen wir rechts rein. Okay, gehen wir rechts rein. Die Kimpfe, schnell, leg mir am Arsch. Ja, moin, Meister, ich weiß auch nicht, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie soll man an der vorbeikommen dann? Meine Arme, wir haben uns... Komm, lauf! Lauf! Nicht... Ist mir schon klar, dass wir nicht im Wasser bleiben dürfen, aber wo soll ich hin? Da müssen wir... Ja, die fängt innerhalb von 3-4 Sekunden fängt die zum Spritzen an. Die Alte. Kann man da wieder rechts rein? Ja. Okay, gib ihm. Okay. Ja. Ich muss aus dem Wasser. Der fette Mann muss aus dem Wasser. So, jetzt gehen wir mal nach rechts da so und betten wir, dass wir bis da 4 kommen. Oh, das... Ja, ist das wie so eine Verfolger-Scheiße Haus! Kruzifix! Ja, wo habe ich jetzt den Strom eingeschalten? Was soll denn der Kack jetzt da? Okay. Birger, schau ich gescheit, du Trottel. Birger, schau mal! Oh nein, auf, hopp. Ja. Es ist echt extrem unangenehm. Komm. Mach den Generator jetzt so, dann schießt mir eine dämliche Oh, Enter muss ich drücken. Warum auch immer. So, Nummer 1. Ich nehme die Nummer 1. Ich nehme die Nummer 2. So, dann müssen wir bloß nicht mitnehmen. Kriegen wir hin. Kinder. So. Ich lasse Sie hier nicht zurück, Thor. Festhalten! Und auf, wir haben ja blitzschnell, wir haben flink wie ein Wiesel. So, wo können wir da hin? Ja, da können wir schon mehr. Ja, dein dunkles Wasser, ich glaube, das ist... Oh, shit. Das wollte ich wollte nicht schießen, aber... Ja, das haben wir mitnehmen müssen, das hilft jetzt nicht. Da, schau hin, nehmen, lassen wir mal die Batterie noch. Und dann nehmen wir nochmal so ein Ding, weil es nicht hilft. Es ist kalt. Besiege sind ja. Nichts sehen, verdammt. Okay. Frage ist wie? Sag Odin, es Wo? tut mir leid, dass ich alles Hinter ja! Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Ich Sie- hole Sie heraus. Alter, wo geht's denn da wieder über? Da geht's da aussehen, da geht's da aussehen, das finstere Loch. Lass mich raten, das finstere Loch ist der richtige Weg. Gehen wir wieder aus. Was ist da los? Das ist der Generator, den wir eingeschaltet haben, jetzt ist halt das Wasser da rundum weg. Ja, kann man die Sachen verschirmen oder so? Nein. Schaut mir irgendwie so, als wäre das so... Ah, Moment mal, da war ein Licht. Hm? Da ist einfach offener Himmel. Okay, jetzt check ich dann bald gar nichts mehr. Ja gut, was bringen uns die... Was tut das? Wieso kriegen die jetzt mal... Ich verstehe nicht. Grafikfehler, da schwimmt nur das Zeug umeinander, darfst gar nicht schwimmen. Nein, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube eher, dass der mittlere Gang nach unten der richtige ist. Und nicht, wo ich schon wieder sinnlos in der Weltgeschichte wieder umeinander scheiß. Licht sagt, ich bin... Ja, weiß ich schon, aber ich frage mich, wo es herkommt. Und ich bin ja da im Dauerlicht. Ich freue mich, wie ich da wieder jemals wieder zurückkomme. Ja, das schon. Wahrscheinlich müsste man Treppen runter. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, weil der Weg sich geöffnet hat und da unten haben auch ein paar so... Naja, gehen wir runter. Schauen wir, was los ist.
Schießt mir mal, da sind die am Pfeil in Arsch und dann. Schauen wir mal. Oh, grüß Gott, wir sind jetzt da im noch finsteren Loch. Finstereren. Ja, und die Frage ist, was tun wir hier? Ah! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Ach komm, wo kann ich denn aufsteigen? Alter, what the fuck is happening? Ah! Komm nicht mehr hier hin! Hallo! Das Wasser presste sich in sie hinein. Mein Gott, bis ich zum Schießen anfange, dabei geht die Welt unter. Ja, wie verstecke ich mich da davor? Soll das ein Witz sein? Ach, Moment mal, das kann ich mit der Taschenlampe auch üben. Das kann ich mit der Taschenlampe, das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh mei, oh mei! Brunskau angeschissen, ey! Es ist kalt. Ja gut, Mr. Cynthia, jetzt hat's die. Aber mit Bossmechanik erkannt, gibt's gleich aufs Mal. Schupferbrunzen, Fotzenklo. Fotzenklo. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. So, gleich mit nachladen. Ich hole sie hier raus. Das Ding haben wir da, das Ding haben wir da. Oh nein, Schublinten laden wir auch gleich noch nach. Die Frage ist, was passiert, wenn wir eine Fackel werfen? Ne? Da ist überall Wasser. Ne? Ja, gut. Gib's mir gleich mehr. So. Brunskauche, Alter, wo? Komm. So ist brav. Du bist. Ich sag nicht, wo ich drauf zielen kann. Du hol die Scheiße aus, Kackfrisur! Schluss mit lustig! Gibt's einen Double Dodge? Und einen Boomstick to your heart! FBI-Beamter. Schwester! Sergeant Easy. Anderson. Ich nähere. Ja, geht schon! Ich spüre Ist es. schon gegangen. Gara, merci dir! So, jetzt haben wir das erste Jahr schon rum. Viel Spaß noch und danke schön für die Top-Unterhaltung. Herr Gara, Wo freut sind mich, Sie? dass Sie immer noch dabei sind. Kommt das aus dem dunklen Ort, als Sie noch gefangen Küsschen. waren? Ich hab den Klicker. Wir können das beenden. Oh, da krieg ich wieder Flashbacks von wenn ich klicke hier. Sie können helfen. Sie müssen ihn finden. Ich hab ihn bereits. Viel Ich ausgehalten kann hat's ihn nicht, zu die Ihnen Alle. bringen. Immer also. Aber das Gewehr macht, Aber glaube ich, ich auch muss ordentlich etwas Schaden. wissen. Ja, mal Haben mit. Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er ist in Gefahr. Ich muss zurück zu meinem Programm. Ich schreibe eine Geschichte um die Uhr. Anders geht es nicht. Dann ändern Sie die Geschichte. Wenn das die Vergangenheit ist, wenn Sie noch am dunklen Ort sind, dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal. Logan ist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie.
Thor, Verdammt! alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten, hm? Chill mal, Thor. Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Der Mortel war gestern beim Chris im Laden, oder was? Kapitelende, meine sehr verehrten Damen. Sehr schön. Freut mich, wenn es dir gefällt. Cobweb of my soul! Kapitelende, Kinder. Bitte, danke. So, wir zwei müssen reden. Besprich mit Thor die nächsten Schritte. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich lost. Ich weiß nicht, was die nächsten Schritte sind. Ich glaube, wir suchen mal unsere Tochter. Kommt das hin? Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Herr Sie Reindl, das? guter Punkt. Das habe ich bin vergessen, dass wir dein das gespielt haben. Großvater. Darum habe ich nicht mit der Ich Armbrust weiß doch geschossen. alles, oder? Stimmt, Großväter wissen immer alles. Profiling! So, was ziehen wir uns jetzt wieder für eine Scheiße aus? Und der Gedankenraum. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Ich habe den Klicker. Je mehr das wird, desto weniger Kann ich kapiere ich, damit oder? meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Du, es darf übrigens, es muss sich niemand rechtfertigen, weil ich es jetzt zweimal in kürzester Zeit lese. Der Warrior Dragon schreibt, ich komme nicht mehr mit, die Story überfordert mich, und der Nyx schreibt, bin ehrlich, ich komme nicht mehr mit. Ich bin genauso ehrlich. Ich check gar nichts mehr. So gut wie gar nichts mehr. Es ist also ein bisschen ein Problem, wenn wir das bloß einmal in der Woche spielen und nicht durchgehend dabei bleiben, aber das ist jetzt gut oder schlecht? Dass ich nach einer Woche überhaupt, also ich hab keinen Dunst mehr, was passiert. Ich hab keinen Dunst mehr, was passiert. Haben die Leute real? Ist überhaupt irgendjemand real? In welcher Welt sind wir? Wer schreibt welche Geschichte? Wer was? Hä? Und das ist schade. Es ist zu viel. Das ist gut gemeint und es ist krass, wenn sich jemand so eine Scheiße da ausdenken kann, aber es ist zu viel für normale Leute, Alter. Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue.
Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Überhaupt nichts passt. Odin gehören zu meiner Familie. Was laberst du alle? Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Es sind sauber viele Zeitstränge, sauber viele Sachen, die auf einmal und gleichzeitig und parallel passieren in verschiedene Welten, Geschichten, Autoren, die eine Geschichten schreiben. Keiner kapiert so ganz, wer in welcher Geschichte steckt. Es hat eigentlich gar nicht so unfassbar viel damit zum Tor, dass wir das bloß einmal in der Woche spielen. Der Last of Us, da kapiere ich auch nächste Woche noch, was passiert ist. Aber das ist einfach zu viel, oder? Das ist zu viel. Das hat am Anfang so gut angefangen. Mit diesem Toten, der dann aufsteht und so weiter und einer parallel war. Mittlerweile kennen sie keinen Schwanz mehr aus. Kein Schwanz kennen sie irgendwo aus. Was zur Hölle, wo? Pff. Gib weg den Klicker, besuche die Polizeiwache optional und untersuche den vorher gefluteten Bereich. Wir looten jetzt da nicht mehr lange umeinander, wir machen jetzt pure Meter. Die Frage ist, wie kommen wir zum... Was ist das, eine Untersuchung? Ne? Wie kommen wir zur Polizeiwache? Da ist Polizeiwache. Müssen wir irgendwie in unser Auto rein, oder? Müssen wir da jetzt zurücklaufen? Das ist aber halt nicht der Ernst, oder? Mit da so eine und ins Herrenhaus. Ja, warte mal, wir können jetzt da aufsperren. Wir können da ja jetzt aufsperren. Schauen wir da mal weiter. Ja, es ist zu viel. Das musst du mengen. Das musst du mengen. Da, wenn du mal eine halbe Stunde irgendeinen bestimmten Schnipsel nicht mitkriegst oder so, bist du so gefickt, oder? Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich möchte es halt schon fertig spielen, so ist es nicht, damit wir es morgen nicht wieder dreiviertel durch haben und aus. Wir müssen Aber zusammenarbeiten, um das zu stoppen. ich glaube, dass wir ab nächsten Mittwoch, was, Station von Bright Falls, Casey. ja, da brauchen wir nicht zusammenpimmeln. Hören Sie mich, Casey. Warte mal. Wie haben Verdammt. wir wieder hergekommen? Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir sind Konzentration, Saga. Konzentration. Geht zum Büro zu Wake. Vom Büro zu Wake. Muss ich da, haben wir wieder hergelaufen oder haben wir wieder hergefahren? Das weiß ich nicht mehr. Weil eigentlich glaube ich, wir haben hergefahren. Und dabei sei, dass wir hergelaufen sind. So geht es auf alle Fälle nicht aus. Schauen wir mal schnell auf die Map. Rechts und dann das Weg halt da zurück aus. Da erinnere ich mich noch, da war die Munition relativ knapp. Und die 2 Wölfe sind daher gesteuert. Aber gut. Ja, ein bisschen löst sich auf, aber Stück für Stück. Too much of everything. Mr. Jacke, das trifft ziemlich gut auf den Punkt, ja. Oh,
Ich würde vorschlagen, wir heilen uns einmal. Mit etwas Vaginalcreme wird's schon wieder. Wenn ich mal. Ansonsten, ein unfassbar gutes Spiel. Braucht man nicht schmerzen. Grafik, brutal. Wie das alles, Entschuldigung. Wie das alles in Szene gesetzt ist, etc. Wie alles ausschaut. Umgebung, Grafik, Licht, Vertonung, Sound. Eine richtig komplexe Story. Das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinn. Aber it's too much. Wo müssen wir hin? Links. Wo müssen wir lang? Irgendwo da ist auch ein Speicherpunkt. Mich wundert gerade ein bisschen, dass da keine Gegner kommen. Irgendwas gruschelt da. Halt dein Maul, ich speichert einfach. Halt dein Maul! Vergiss nicht, den Eimer des Hausmeisters im Schutzraum des Hausmeisters zu benutzen, um zwischen den Charakteren zu wechseln. Die Geschichten von Alan und Saga können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Das ist mir schon klar. Das ist mir jetzt aber auch wurscht. Jetzt haben wir bei ihr, jetzt will man einen Charakter auch noch wechseln. Das kommt ja auch noch dazu. Das Ding hat 2 verschiedene Storystränge, die du gleichzeitig unabhängig voneinander spielen kannst. Das heißt, man jetzt einfach zum Alan Wake wechseln. Ich will kurz mal schnell losen, ob da nicht wieder irgendwo ein Wolf umeinander gichtelt. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Haben wir da nicht letztes Mal auch irgendwelche Typen nachgerannt? Ich erinnere mich an diese Stellen hier. Kurz auf die Map schauen. Währenddessen wir. Haben wir schon wieder falsch. Da lang. Der Kürzer nicht weg, der Brenner nicht weg. Oh, das wird schon. Also ich schlage vor, weiß ich nicht, ich höre auch gerne auf euch, wenn wir es nächsten Mittwoch weiterspielen sollen, dann werden wir das natürlich. Zu viel des Guten. Halt, stopp, die sehen uns nicht, wenn wir im Licht stehen. Solange wir nicht angreifen. Und das 2. Maske. Ja. Oh, das sind sogar 3. Augen. Was, warum? Okay. Gerade gehen. Legte sich bereit. Alter, wie mir auf den Sack gehen, leg mir doch an am Arsch und lauf einfach davon. Was ist dir da jetzt umeinander gegen? Das dauert alles ewig mit dir. Hast lang kannst du, Kasperl, du Fotzengrube. Im Wald drin stehen bleiben, umeinander blähen, man sieht jetzt da umeinander wichs. Was soll die Scheiße? 300.000 km/h Sepp, von Warmig ins andere und sehen, du hast nichts, leg mir doch am Arsch dann. So, komm ich da aussehen, wahrscheinlich wieder nicht, oder? Aber natürlich können wir da nicht aussehen. Müssen wir da wieder durch die Bude durch, weiß nicht. So, geht dich, mir ist wieder Resub, aber der Bierger, shut up und take meine Mitgliedschaft. Und Vollbier-Squad von Eva. Küsschen aufs Nüsschen, merci dir. Was ist denn da drin? Steht's hier vor mir im Fenster, im finsteren Fenster drin. Ist nicht ganz dicht. Aufgeschwemmt, die Wulzau. Hau ab. Was ist mit dir? Bin ich ganz sauer, so schaut's aus. Haben sie da drinnen einen Haufen Leute erschossen? Ja, da kann man sparen. Ja, mal. Machen wir die Bude auf da. Komm ich da raus? Muss doch da irgendwie durchkommen, oder? Tun wir das ja? Weiß nicht, mir persönlich gibt's nicht mehr viel, ich verstehe eh nichts mehr und es gibt andere lustige Spiele. Improx, das ist richtig.
Hätten sie nach innen gesteckt, dass der Fackel nach innen brennt. Ist richtig? Dann Monsterkill, erstmal einen Quarzen, mit beenden, mal nicht durchrushen. Nee, ganz ehrlich, das versuche ich eigentlich jetzt schon. Aber das Spiel lässt durchrushen nicht zu. So, ja, es ist, und selbst wenn wir es durchrushen, glaube ich, dauert es immer noch ziemlich lang. So, mit Map her, wo sind wir? Da ist irgendeine Untersuchung, da vorne ist unser Auto, das heißt 4 und links müssen wir eigentlich rauskommen. Da waren wir ja auch schon einmal. Wie wir da aussehen? Ja, haben wir schon ein paar Mal gesehen da. So, und jetzt müssen wir in die Polizeiwache. Wo ist denn die scheiß Polizeiwache? Die ist doch da hinten gewesen, gerade da hinten, ja. Diese Leute tauchen einfach hier auf und erwarten, dass die anderen hinter ihnen sauber machen. Nee, was die wieder für eine Scheiße labern interessiert. Mach doch wieder eine Umfrage wegen dem Spiel. Gehen wir mal. Ich bin mir relativ sicher, ich weiß, was rauskennt. Was ist der mal jetzt? Was ist der mal jetzt? Einfach weil wir es kennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider Gottes kann ich immer noch nicht aus dem Stream aus eine scheiß Umfrage starten. Dauert kurz. Das ist schade. OBS, füge das mal ein, bitte. Machen wir so. Nein, machen wir nicht. Da muss ich in meinen eigenen Stream hineingehen. Oh, das könnte vielleicht in dem Control-Panel gehen. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, gell? Egal. Da muss ich in Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten eine Umfrage. Umfrage starten. Was werden wir nächsten Mittwoch? Alan Wake 2? Was anderes? Ganz einfach. Umfrage ist gestartet. Ist im Chat drin, ihr könnt einfach dann draufdrücken, was ihr wollt. Das heißt nicht, dass wir Alan Wake nicht fertig spielen. Aber ich glaube, dass wir spielen Alan Wake fertig, 100%. Aber ich glaube, an einem Wochenende. Ich persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mag es jetzt nicht beeinflussen, aber ich hätte gern ein bisschen Abwechslung. Ich muss ganz ehrlich, ich kann nicht mehr folgen. Und die das Geräusche, die von der Station zu hören sind, gefallen mir gar nicht. Ich kann nicht mehr folgen, es ist zu viel und es braucht ja keiner irgendwie, glaube ich, scheinbar. Der Strom ist aus. Immer ein gutes Zeichen. Der Scratch ist der böse Alan Wake, das weiß ich noch. Der die Geschichte so manipuliert, dass sie böse ist. Das weiß ich noch. Kann nichts auswählen, alles weiß. Was anderes? Bitte. Landwirtschaftssimulator Premium? Ja, eher nicht. Super Ingo, die Textkastel von der Umfrage sind bei mir leer. Herzlichen Glückwunsch. Weiß ich nicht, der lässt einmal rein. 200 Stimmen, 70% bis jetzt für was anderes. Ich lasse dabei die Umfrage einmal noch drin. Haut es dabei durch. Drinnen ist ein Besessener. Drinnen ist ein Besessener? Wo? Da? Hafträume. Haben Sie Wake dort festgehalten? Aber die Tür ist versperrt. Tür versperrt? Was ist jetzt da wieder los? Da? Ich bin hier, im Schrank. Was tust du denn im Schrank? Agentin Esteves? Ach, die lebt noch. Sind Sie das? Anderson? Sie sind ja immer noch hier. Gut, dass ich nicht auf Sie gehört habe. Mag sein. Hören Sie, ich habe mir das Bein verletzt und brauche Hilfe. Da draußen ist jemand, der befallen wurde. Wir nennen es den Schatten und... Ein Besessener. Ja, ich kümmere mich darum. Ja, wie krass kann der eine scheiß Besessene sein? Ich hab grad Zündja aus dem Leben gejietet. So tragisch kann der Typ nicht sein. Wo ist der? Oder ist er mal ein neuer Gegnertyp für etwas mehr Stress oder was? Natürlich müssen wir erst mit anladen. Ist klar. Halt einmal! Deswegen blinkt der scheiß Bolzen auch so, wenn ich ihm ins Gesicht geschossen hab, weil wir mit diesem Perk haben. So, ja, das war wieder der Fette mit dem Fett. Warum hatten die noch nicht da drin? Ist der Merch mal als Leinwand geplant? Kommst du denn da oder? Wieso als Leinwand? Ah. Die Luft ist rein, Esteves. So, STBS, wie schaut's aus? Bist verblüht währenddessen wahrscheinlich, so wie ich es sprechen. Wo waren jetzt die gleich wieder da was drin? Ja, natürlich ist die Furt nice. Das Bein sieht nicht gut aus. Schaut nicht gut. Fühlt sich noch schlimmer an. Kein sehr Aber sexuelles. danke, dass Sie den Rest von Bein. mir gerettet haben. Wir sollten reden. Was ist hier passiert? Ich suche nach Wake. Wo ist Wake?
Ich weiß, was hier vor sich geht. Wake bringt das in Ordnung. Alan Wake ist ein Para-Utilitarier. Ein richtiger Zungenbrecher, nicht wahr? Wir haben ihn nach Protokoll im Haftraum Paratrooper. eingesperrt. Irgendwie steht er mit dem Schatten in Verbindung. Muss die Zelle öffnen. Weißt du was? Ich muss mit Wake reden. Wie komme ich in den Zellenblock? Okay. Protokolle haben mittlerweile sowieso keinen Sinn mehr. Wehe, ich bereue das, Anderson. Ohne Strom lässt sich die Tür zu den Hafträumen nicht öffnen. Im Keller gibt es einen Sicherungskasten. Hier. Du wirst diese Schlüssel brauchen. Schlüssel, sehr schön. Dann geht die Tür auf der anderen Seite wahrscheinlich auf, nehme ich an. Zurück in die Leichenhalle? Großartig. Natürlich zurück in die Leichenhalle, wo auch hin sonst. Da kann man die Scheiße aufsperren, Schlüssel, Polizeiwache, jawohl. Weiß noch irgendjemand, wie es in den Keller geht? Das war ziemlich am Anfang. Was gibt's da drin? Ja, interessiert mich eigentlich. Oh, da haben wir wieder irgendein Rätselding. Don't forget ABC. I bla blub. Wahrscheinlich irgendwo Safe drin oder so, oder? Ja, nur irgendein Besen. Die Tür ist verschlossen. Scheißhauserin. Was haben wir da? One of you is stealing, bla bla bla. Zum Lesen haben wir jetzt keine Zeit mehr. So wie das ist mir jetzt auch völlig wurscht. Haben wir noch nicht da Halt, stopp. Nein, haben wir noch nicht da vorbeigegangen, dann nach rechts irgendwie. Ja. Jetzt da in den Keller. Entschuldigung, geht es hier zum Keller? Waffe an der Wand. Was? Oh, übersehen. Ja, schau ich schon nicht mehr gescheit. Das sind mehr als 1000 Worte. Für was habe ich euch? Ihr sollt ja auch wenigstens einen Stiegel aufpassen, Kinder. Stiegel bloß. Also, falls jetzt da in der Umfrage rauskommt, ich sehe gerade nicht hin, Waffe an der... Oh, Tatsache. Das. Ja, das Rätsel werden wir lösen müssen. Das ist nämlich das ist keine Doppelläufige, das ist jetzt wirklich ein Pumpgun. Okay, we will see. Was haben wir da? Nicht vergessen, A ist 1, B ist 2, C ist 3, ABC, D, E, F, G, H, I ist 9, J ist 0. Bei K geht es dann wieder mit 1 so, L ist dann wieder 2. Ich verstehe. UFO, Mythos und Realität Teil 1. Nee, von Quincy. UFO, Mythos und Realität Teil 2, UFOs Teil 3, eine Revolution im Gehirn, Gedächtnisverlust, man kann verstehen. Und was bedeutet das da? Ich sag das jetzt ganz ehrlich, wer mir den Code einfach so sagen kann, ich da jetzt auch nehmen. Ohne dass wir da jetzt lange mal anpimmeln müssen. Aber jetzt schauen wir mal schnell. Schauen wir mal, was. Ah, da haben wir auch noch was wir lesen können, eventuell. Das Haus am See, Vorfall. Schaut jetzt. Vorfall ist in Akte, bla 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 enthalten, ja. Ansonsten sehe ich jetzt da, was haben wir ansonsten für Hinweise, auf die wir selber kommen könnten? Took the last cup of coffee, brew a fresh pot. Ja, macht Sinn. Die Frage ist nun, was für Buchstaben und Herren tut man sie auch nicht. Was hängt da so rum? Kalender vielleicht wieder irgendwie, na. Anfangsbuchstaben der Bücher, irgend so. Ja, ich habe auch schon überlegt, was die Bücher. Quincy Batson Westmore. Wie soll ich denn das jetzt herausstifteln, Alter? Was ist denn ein W? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. 3. 2. B ist der Zweiter und das Q. Da verlasse ich mich jetzt auf euch. Ich war jetzt selber, da hast du absolut recht. Ich hätte die Westmore, Batson und Quincy so farblich hervorkommen, dass das die 3 Wörter sind mit den Anfangsbuchstaben. Und entweder ist dann 723 oder 327. War eigentlich gar nicht so schwer. War eigentlich gar nicht, jetzt probieren wir mal schnell. 3, 2, 7. Ja, oder eben 7, 2, 3. Ha! Tatsache! Her mit der Pumpkin! Dankeschön, Leute. Jetzt habt ihr schnell auseinandergefriemelt. Inventar voll, der fette Mamishaum voll! Oh, ist da ein Speicherplatz herin irgendwo?
Kann ich jetzt das nicht mitnehmen? Kim, leck mir am Arsch, das ist ein Witz, ey. Das kann man wegschmeißen. Nix kann man wegschmeißen, Kruzifix. Na gut, müssen wir uns merken. Hilft nicht. Hilft nicht. Lassen wir mal einen Scheißdreck noch. Jawohl. Hilft nicht. Danke für die rege Teilnahme. So, jetzt nochmal zurück. Wenn jetzt in der Umfrage rauskommt, ich sag gerade nicht hin, dass wir was anderes spielen sollen. Da ist ja schon, 64% sagen was anderes. Es sind immer noch einige Leute, da spielen wir Alan Wake weiter. Es ist ja okay, wir spielen Alan Wake fertig. Mir geht es jetzt Hören Sie mich. Ich kann Sie hören. Hatten Sie schon die ganze Zeit unsere Frequenz? Belauschen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Berufs. Aber nein, ich hab's von Ihrem Partner. Anderson, ersetzen Sie die kaputte Sicherung im Sicherungskasten. Dann sollte die Energieversorgung wiederhergestellt sein. Klar. Bin schon dabei. Okay, mal speichern. Das ist gut für uns. Painkiller sind auch nicht schlecht. Es war ja der Licht nicht schlecht und dieser Schuhkarton. Die Frage ist, was der mal weckert, mit der man die Schrotflinten weckert, und holen wir uns die oberne. Machen wir jetzt so. Das ist okay. Können wir mit das da stacken? Nein. Bis dahin. Daher. 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 Und das Ding da. Und jetzt können wir dort Schrotflinten rein. Da. Jeder hätte jetzt gerne die Munition von denen zwei. Ich hoffe, dass das dieselbe Schrotflintenmunition ist, aber normalerweise schon. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal schnell auf und holen uns die Schrotflinten, weil ich es haben will. Los. Meter. Ich weiß schon, Meter machen, aber mit einer Pumpgun machen wir schnell einen Meter, hat's geheißen. Was hast du denn für Spiele, wo du spielen möchtest? Oh, da gibt's einiges, um ehrlich zu sein. Mit der City Skylines 2 Sticker. Können wir uns auch gerne noch im Stream nochmal unterhalten, dann machen wir heute relativ zeitnah Schluss um 10 Uhr, mit dem Spiel zumindest, dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Was kann man nächste Woche spielen, auf was habt ihr Bock, auf was habt ihr Sheriff Bock? Breaker würde mir das ganz bestimmt gern leihen. Aha! Gott sei Dank! Da gingen ja 6 Schuhe rein in das Ding. City Skylines 2, da hat mir Sticker. Was haben wir noch? Natürlich, wir können auch mal Montag und Dienstag der Last of Us spielen. Ich meine, der Last of Us dauert 25 Stunden und länger. Da schaut mit Sicherheit einmal ein zusätzlicher Stream nicht. Uncharted, da hat mir auch Sticker. Gibt es mittlerweile auf dem PC. Ist mir lieber als auf der Konsole. Wobei ein bisschen Gamepad-Übung nicht schon hat. Halt bloß dein Maul und erschreckt mich nicht so, wie nie die Leute was versucht zu erklären. Und Alan Wake versetzen wir aufs Wochenende, mal an einem Freitagsstream oder so, und da spielen wir halt dann auch mal geschmackige 3-4 Stunden ein, und dann dürfen wir uns eigentlich nach heute und dann nur einem 3-4 Stunden Stream langsam aber sicher dem Ende nähern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ewig dauert. Warum kann ich jetzt die Munition da nicht nehmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Geschichte da noch so unendlich lang dauert. Das kann ich nicht glauben. Und jetzt probieren wir erstmal einen Bum-Bum-Stick aus, Kinder. Was haben wir da? Casey? Wobei- Sind Sie das? Feuer einstellen! Ich komme rein! So ein Trap. Da ist überhaupt keiner. Sie nach Casey, ist überhaupt nicht da. Casey nicht da? Hallo? Da macht's Bzzzt, okay. Herr Anderson, gefällt es Ihnen, was ich aus dem Laden gemacht habe? Hey, da ist er. Etwas mehr Leichen. Der vorher da schon gestanden? Sehr lustig. Wie geht es Ihnen? Alles okay? Schauen Sie mich nicht so besorgt an, Anderson. Ist nur eine Fleischwunde. So hatte ich die Gelegenheit, mich mit Kieran über unsere Ex-Frauen zu unterhalten. Mit Agent Estevez, meine ich. Sie haben neue Freunde gefunden. Ich bin ganz neidisch. Mir ist das Hoden, solange es nicht Wirklich alles in COD Ordnung? ist. Alles okay. Also COD ist mit mindestens wie einmal sieht ein es Jahr bei lang Ihnen raus. Außer mich packt das Warzone-Fieber wieder, dann gibt es vielleicht so. Ich muss Watchery Ihnen viel stellte sich als erzählen. gute Spur Quack, quack, heraus. quack, quack, quack. Ich habe den Klicker und den Kult gefunden. Aber die Horrorgeschichte verändert Stimmt, die den gibt's ja Realität. auch noch, den scheiß Kult, Die der da Wade irgendwelche vorausgesagt Leute opfert und kein Mensch weiß warum. Logan, sie ist... Laut der Geschichte starb sie hier. 9 Kapitel Aber mit wir dem Alan können und es 9 mit ihr. Was ist jetzt das? Was ist das für ein Moment, Kapitel? Das ist jetzt halt, Wie Scratch. meinen Sie Das wievielte Kapitel ist das? Logan ist tot. Zeigen wir mir das irgendwo? Das Ah.
ist sie schon lange. Casey steht auch Da steht unter aber dem keine Einfluss der Kapitelnummer dort, Horrorgeschichte. oder? Ich kämpfe jetzt für sie alle. Was ist das 5. Kapitel mit ihr? Bruder, dann haben wir gerade mal das 6. Echt? Ist da 6 gestanden? Ja, dann hab ich es nicht in meinen Ich Hirn. bringe meine das in Ordnung, Alter, Casey. dann haben wir das 6, Kapitel 6, 7, Logan. 8 und 9. Und noch Alles. 4 Kapitel. Bruder, da streamen Aber wir zuerst noch brauche mal ich Strom. 5 Streams rein. Zeigen Sie es ihnen, Anderson. Schwierig. Aber denken Sie dran, manche Dinge lassen sich nicht mit einem Lichtschatter regeln. Was den Strom angeht, hier, bitte. Diese Sicherung habe ich bei den armen Schweinen dort gefunden. Ich kümmere mich drum. Ja, es ist zu lang. Es ist zu laut. Es ist die Sicherung. Ja, irgendwo jetzt bratzelt du mir. War jetzt nicht sonderlich Halten Sie schwer, die das zu Stellung, finden. Casey. Ich gebe Bescheid, sobald es sicher ist. Ich gehe nirgendwo hin. Haben wir ein Licht jetzt? Anderson, Oder ich nicht? habe gute und schlechte Er Neuigkeiten. geht nirgendwo hin. Sie oder? können jetzt zum Zellenblock gelangen. Max Payne hat sich ein Aber Lager die gebaut. Verschleierten rennen dort frei herum. Danke für die Warnung. Schauen wir, ob wir da was mitnehmen können. Nein, mit den Bolzen sind wir voll. Oh, Birger. Oh. Oh, 6 bin ich nicht mehr. Das ist mir jetzt in aller Ruhe deren. Ich hab vergessen, dass wir die in die Schnellauswahl rein. So, Bumstick, hallo, wo? Hallo. Aber ein krantiger Bumstick. Ja, 6 Kapitel. Wir müssen noch 4 Kapitel mit ihr spielen. Und in welchem Kapitel sind wir mit Alan Wake? Im 2.? Es Damit- kommt noch mehr. Und jetzt Kapitel dauert einfach mit Stream und Schmerzen und Blödeln und alles ist so 1,5 Stunden. Das kannst du vergessen, Alter. Ja, aber machen wir es so. Kommt jetzt die da noch rum, oder? Alter, ich bin hinter der Mauer gestanden, du Arschloch. Ah! Was ist denn jetzt denn wieder? Jetzt liege ich da 100 Gramm Boden umeinander, oder was? Ja, Kleber, Alter, was ist denn jetzt halt? Ja, für was sind denn eine Mauer? Sag einmal, was halten denn die Gegner auf einmal aus? Die Situation ist unter Kontrolle, Estebes. Ich sehe, wie die unter Kontrolle ist, du Rind. Himmel, Herrgott. Scheiß Boomstick kann überhaupt nichts. Oder das Viech hält einfach zwei aus, das kann natürlich auch sein. Ja, bist du in Nachladen, mal alles nachladen. Weiß ich nicht. Oder irgendwo ein Bolzen noch drin. Da steckt der Bolzen drin. Hast du genau gesehen. Oder die hat ja auch einen Bolzen gefressen. Der Bolzen macht normalerweise, zumindest gefühlt, schon einiges an Schaden. So, was genau müssen wir jetzt wieder eigentlich da Wake in der Zelle besuchen? Okay. Wo ist denn die Scheißzelle? Die oben? Die ist oben, oder? Was hat denn da jetzt so da? Was war denn jetzt? Mit dem Ellen bin ich in Kapitel 5. Ja, also haben wir knapp über der Hälfte. Hier. Was haben wir denn da drin? Was ist denn das da drin? Ist das Luthausen? Da hat man ganz, ja, da hat man sich, kommt mir alles sehr recht, was da jetzt gerade drin liegt. Ah, schau hier. Ja, die Zeit muss sein. Hey, fürs Looten ist immer Zeit.
das Viech einfach nur noch letten, aber rumlaufen ist, war es feste Materie. Ja, das trifft ziemlich genau auf Noch den ein Punkt. Kultversteck. Ein Kultversteck. Du kannst am Arsch lecken mit dem Kultversteck. Lass mich kurz lesen. Was haben wir da? Strich 1A0. Was soll denn das wieder heißen? Was soll mir denn das wieder helfen? Sag. Strich 1 Dreieck, was ein A ist und so ein Sechseck. Haben wir da irgendwo ein Sechseck? Kriegt irgendjemand da ein Sechseck? 146! Das ist. Ja, für das haben wir einen Freaky, brauchen wir nicht lange miteinander pümmeln. 1, 4. Und was auch noch geil war, wenn eine kleine Erklärung drin war, wie man draufkommt. Dann ist es nicht ganz geschenkt. Das mit. Wir haben aus Blendgranaten. Okay. Ja, ich hab keinen Platz im Inventar. Jetzt warte mal. Wenn wir da irgendwas weg tun. Wirklich. Ist da. Leuchtrakete. Einzelschussleuchtrakete verursacht bei Mannschaft schweren Schaden in einem großen Gebiet. Ja gut, das kann man mal. Anzahl der Linien. 8 Ecken 10. Bestimmt. Hätte einigermaßen super. Was ist dann 1? 1. Also was war. Okay, da ist auch 1. Hier, du Vollidiot, da ist literally 1 gestanden. Okay! Da haben wir wieder etwas zu kompliziert gedacht. Da weiß ich aber nicht drauf gekommen, so wie das ist. So, was ist jetzt mit der. Warum haben da ist überall Hirnbrei-Batzletten? Chris Gott benannt, so, ich war jetzt auch da. Wo ist denn der Alain? Alain Vaquet! Muss man übrigens wissen, der heißt Hinter nicht. dem Schalter. Ist ziemlich eng geworden in dem Schrank. Was? Wünschen Sie mir Glück? Laut der Abteilung für Glück und Wahrscheinlichkeit bringt es statistisch gesehen Pech, Menschen in Krieg. Saga! Verdammtes FBI, FBC! Ihr Regierungsarschlöcher ruiniert alles! Lasst uns raus hier, verdammt nochmal! Ihr Ihr seid die Anführer des Kults. Ihr geht nirgendwo hin. Wake wird alles ruinieren. Werden Sie ihn los, Saga? Sie haben mich angeschossen. Typisch Regierungsfuzzi. Deine Frau, dass du dann nicht mit dem Lassen Bumstick Sie ins mich Gesicht raus. schießt, du Ich bring dieses Arschloch Kackfrisur. um. Sie kommen hierher und tun so, als wüssten Sie, womit Sie es zu tun haben. Sie wissen nichts. Lassen Sie uns raus. Sie können es nicht stoppen. Niemand kann das. Ach, halt dein Maul. Wir kümmern uns darum. Wo ist denn der Wir Wake? sind Da ist er. darauf vorbereitet. Oh, der ist ein bisschen blutig, der Teufel. Saga, hast du ihn? Ich habe den Ich hab den Klicker. Klicker. Der Lichtschalter Sie übrigens. werden das wer- in Ordnung bringen. Das weiß ich gerade noch. Und meine Tochter retten. Versprechen Sie es. Wolltest du denn gerade Luder nennen? Versprochen. Luder ist eigentlich Aber ein wir gutes haben Wort. keine Zeit mehr. Schnell! Gib ihm nicht, verdammt! Verflucht! Er ist ein verfluchtes Monster, Saga! Wake? Da ist er! Wir haben auf dich gewartet, du blödes Arschloch! Ich werde dich verdammt nochmal vernichten! Jakob. Okay. Das ist jetzt der Scratch und nicht mehr der Alan Vaquet. Oh, oh. Scheiße! Das ist Scratch. Er hat sich für Wake ausgegeben. Der Pflanz am Arsch. Esteves, bitte komm. Scratch ist hier. Ich kann ihm nichts antun. Wie halte ich Schlechte ihn auf? Nachrichten. Der Sicherheitscontainer ist nicht bereit. Doch das Lichtfeld sollte Wirkung zeigen. Wie? Ja, wie soll ich denn das machen, Alter? Ich brauche mehr Zeit. Wie soll denn das wieder vonstatten gehen? Wie schalte ich die Lichter ein? Ich kann sie von hier aus aktivieren, aber Sie müssen zuerst die 3 Energiekerne vorbereiten. Die leuchtenden FBC-Generatoren. Ich habe die Lichter gefunden. Wie schalte ich sie ein? Ich kann sie von hier aus aktivieren, aber Sie müssen zuerst die 3 Energiekerne vorbereiten. Die leuchtenden FBC-Generatoren. Einer ist an. Noch 2.
knapp, aber ist glaube ich gegangen. Irgendwie auf. Jetzt wird das Gameplay auch noch behindert, oder wie sehe ich das? Noch ein Kern aktiviert. Nur noch einer übrig. Sie machen das toll. Gehst du mit Doji brav hinterher? Ja. Jetzt gehen wir. Also wieder zu nah da. Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich brauche mehr Zeit. Wie denn, wenn ich ihm nichts tun kann, noch hinfähig? Jetzt haben wir heute auch keine Munition mehr! Oder nicht mehr fähig. Ich habe mir schon gedacht, dass er noch mehrere Schuss am Extant ist oder so. Wird zurückkehren. Ist er so auch gegangen? Ja, so gegangen, du. Was zum Teufel machen wir jetzt? Gut, wenn natürlich Kapitel so schnell vorbei sind. Oh, kann ein gutes Lied sein, warte. Geht so, weiter geht's. Das war jetzt Kapitel 6. Okay. Wir reden mit Casey. Scratch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns reingelegt. Das wissen wir doch schon lange, Er dass das konnte der mir beinahe Doppelgänger den ist. Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Also ist der Wake von Grund auf böse. Er tut nicht nur so, da gibt's noch einen anderen, bla bla bla, sondern er ist böse. Ich verstehe das richtig. Okay. Was Scratch will. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipulierte mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Jetzt? Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt. Das ist echt ärgerlich. Ich sag gerade mein Handy. Ich habe mein Handy immer da vorne in der Tastatur herin. Ich habe das nie dabei oder extremst selten dabei. Und ich kriege dann nur Benachrichtigungen von E-Mails und so. Und was das echt traurig ist, ich habe gerade eine E-Mail, das habe ich noch nie vorgelesen, das ist mir auch noch nie aufgefallen. E-Mail von Twitch. Jetzt. Tobi902104 folgt dir jetzt auf Twitch. Jetzt streame ich seit über 4 Monaten nicht mehr auf Twitch und krieg immer noch Follower. Wo zur Hölle kämen denn die her? Tobi! Tobi902104 auf Twitch. Ich hoffe, du bist gerade da im YouTube-Chat. Kannst du mir schnell schreiben? Das war super.
Denn auf Twitch wird man mich nicht mehr finden. Fürchte ich. Mitgebracht, ohne es zu sagen und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Und ich krieg täglich mehrere Scratch Follower. zu glauben, Nicht ebenfalls. bloß, nicht, Aber es ist noch Zeit. manchmal natürlich Ich gar kein, muss aber noch mehr es stimmt verstehen. immer nur regelmäßig vor und ich verstehe es nicht. Das stimmt. Check's nicht Wir ganz. sollten langsam so tun, als wären wir auf der gleichen Seite, ja? Irgendwelche nützlichen Infos. Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten, alles streng geheim. Gute Neuigkeiten, betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier, der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay, Das ist die Bude unten im Keller, die wir nicht Danke. aufgekriegt haben. Ich sehr verstehe. gut. Warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Doch, kann er schon nehmen. Der Hallo Daso schreibt was Interessantes. Das gehört vielleicht auch mal ein bisschen besser erklärt und öfter vielleicht auch wieder erklärt. Der Hallo Daso schreibt, warum geht doch jetzt wieder mit Multistream? Ja, das geht, das ist richtig. Aber unter solchen Auflagen, dass du das Kotzen kriegst. Ich darf einen YouTube-Chat nicht mit dem Twitch-Chat vermischen. Ich darf die Alerts aus YouTube nicht zeigen. Ich darf keine Mitgliedschaften auf YouTube zeigen. Wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann darf ich mit der YouTube-Community nicht mehr interagieren. Also egal mit was für einer anderen Plattform, auf der man parallel zu Twitch streamt. Das ist alles ein sehender Bullshit. Da können wir es gleich bleiben lassen. Für was streame ich denn auf mehrere Plattformen, wenn ich einen Chat nicht in Ohren merchen darf und mit alle Leuten gleich interagieren darf? Es ist eine sehende Scheiße, das Ganze aus ist. Vielleicht durch die Clips auf Twitch. Nein, vielleicht haben es ja irgendwelche Leute, die noch Videos schauen, gerade. Irgendwelche, irgendwo auf irgendeiner Plattform. Und wo ich gerade über Twitch rede oder sonst oder so über Streams, keine Ahnung, und geht dann halt auf Twitch. Aber auf Twitch steht halt auch riesengroß im Hintergrundbattle, nur auf YouTube. In der Feierrot, Alter. Naja, gut. So, wir haben wir schon da im Keller, richtig, gell? Haben wir mir da. Wo ist. Haben wir mich richtig? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir richtig sind. Dann haben wir überhaupt nicht richtig. Ich labert schon wieder irgendeine Scheiße in der Weltgeschichte umeinander. Und Qualität vom Bild ist auch bescheidener. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Twitch lässt nur einen Stream mit 6000 KB zu. Das sagt jetzt die meisten nicht, das muss euch auch nichts sagen. Da geht es hauptsächlich um die Qualität des Bildes. Und auch nur maximal Full HD. Da hätte ich kein Problem damit. Wir haben ja jahrelang mit 1080p gestreamt. Aber auf YouTube ist das Battle 5-mal so gestochen Was scharf. für bessere Kostkiller. Viel besser als ich. Ja, halt einmal. Schau, wo ist jetzt die Zelle hin? Keine Ahnung, Kruzifix, wo renn ich umeinander wie ein Vollidiot. Da ist drin, oder? Meine Güte, da habe ich wieder extra Runden draht. Ich bin narrisch. Hoppala, da haben wir vorher nicht reingekommen. Gibt es da einen Loot drin? Nein. Und weil gerade wahrscheinlich irgendjemand schreibt, mach ein Video dazu und die Shiva schreibt, es gibt schon ein Video dazu. Es gibt ein Kruzifix dazu. Weil ich das vor Twitch auch eine Schweinerei finde. Das ist einfach das Letzte, keine Ahnung. So, aber wir müssen Akten sammeln, sehe ich das richtig? Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Okay. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Hinweise verfügbar für die Falltafel. Sie baut sie wieder selber zusammen, Gott sei Dank. Das hab ich 2K schon Liebe. gelöst. Herr Boberbayer, mir Das gefällt das auch kommt ganz hierhin. gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Obwohl man kommt natürlich merkt, es gingen Zuschauer ab. Das merkt man einfach. Da ist ein riesengroßer Teil verloren gegangen, seitdem wir nicht mehr auf Twitch sind. Vor allem Leute, die mich neu finden, wenn ich nur noch stream. Das ist auf YouTube so gut wie möglich. Da passiert übrigens auch genau gerade das. Da unterhalten wir uns dann noch im Stream drüber. Was muss ich mal? Da Wake angegriffen. Wo ist Wake? Pflanzt den Scheiß da ohne, keine Ahnung, für später. Ja. Wo ist Wake? Scratch oder Wake? Keine Ahnung. Wir pflanzen mal den Scheiß da umeinander. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob man das da überhaupt tun muss. Machen wir so. Da oben auf. Ich lese schon gar nicht mehr durch, ganz ehrlich, weil. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Klicker noch nützlich. Weiß ich nicht, Digi. Für später haben wir nichts. Was haben wir da in die Fälle drin? Ja, die gehen wir jetzt nicht alle durch, da kriegen wir einen Vogel. Oder?
So, dann gehen wir da raus und dann müssen wir was tun. Befrage STWs zu dem Klicker. Jetzt müssen wir wieder auf, zu der anderen. Wird wieder umeinander gelabert. Blabbeldi, blubbeldi. Da sind wir. So, wissen Sie was über den Klicker? Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Hallo? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Glauben Sie, Wir oder- haben she got verifizierte a Berichte stroke. erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht Im fest. Twitch-Bio Ich habe ich es werde mir einen reingeschrieben. Plan Es steht überall einfallen auf lassen. Twitch. Überall, wo man irgendwo was hinschreiben kann, im öffentlichen Kanal steht drin, es gibt hier keine Streams mehr, nur noch auf YouTube. Die Leute lesen nicht. So, was haben wir? Denke dir einen neuen Plan aus. Wie soll ich das bewerkstelligen? Wake. Im dunklen Ort gefangen. Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Das, was der Chris schreibt, bei Parallelstreaming darfst du woanders auch nicht höher sein als bei Twitch, also maximal HD. Stimmt, das ist also eine Richtlinie. Der Stream auf der anderen Plattform, wo ich neben Twitch noch stream, der darf bildtechnisch nicht besser sein als der auf Twitch. Aber Twitch beschränkt mich auf maximal Full HD und einer Qualitätsstufe von 6000. Das ist eine dumme Schwachsinns-Drecksregelung, dass ich es kotzen krieg. So, haben wir jetzt irgendwas rausgefunden? Ich hab nicht aufgepasst, ich sag das, was ist. Ich sag das, was ist. Ah, stopp, da wollte ich nicht hin, da haben wir. Denke dir einen neuen Plan aus. Ja, was für ein Plan? Was hast du mir jetzt für einen Plan ausdenken? Wird's mir schon nicht besser. Was ist mein Plan ist. Das ist generell kein so geiler Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir da was dagegen, was ich jetzt gleich tue? Befrage den Chat. Ich werde so lange warten, bis die erste Antwort kommt, egal wie lange das ihr zurückhängt. Haben wir da irgendetwas dagegen, was ich jetzt gleich tue? Nein, passt schon, passt, nope, Raucherpause, nein, nicht einmal eine Raucherpause. Ist genehmigt, ich verstehe es, nee, passt, mach nur, nein. Also nicht einer, der schreibt, ja, Freier hat was dagegen. Ja, weil es selber vorkommt im Spiel. Der Jodel Max hat was dagegen. Passt schon, mach doch, ja. Ich meine nicht streamen aufhören. Aber ich glaube, wir lassen Alan Wake mal eine Zeit liegen. Ist das okay? Ich erwische mich nämlich selber, ich passe überhaupt nicht mehr auf schon. Schade. Er ist 2. Ist zu viel. Tut mir leid. Da habe ich vielleicht auch ein paar Dislikes verdient. Ist mir völlig klar. Aber es ist zu viel. Es ist zu viel Story. Es ist zu... Keine Ahnung. Mit der Last of Us mag ich jetzt seit 20 Minuten vor 10 auch nicht noch einmal schnell anfangen. Das ist auch krass. Machen wir einen Blättschmerz draus. Es gibt einiges zu besprechen. Hoffentlich gibt es wirklich einiges zu besprechen, was Twitch betrifft. Solange Twitch da nicht zurückrudert mit diesen Qualitätsstufen und dass ich keine Alerts nicht von anderen Leuten, ich darf keine Alerts herzeigen von YouTube-Mitgliedschaften zum Beispiel oder von YouTube Super-Chat-Donations. Wie dumm ist das denn? Was man auf Twitch übrigens auch nicht mehr darf, ich darf zum Beispiel für mein Merchandise keine Werbung machen. Den ihr euch, wenn es brav seid, wenn es euch interessiert. Was heißt, wenn es brav seid? Was ist Scheiße? Vielleicht soll man uns das Video schauen. Soll das mal? Was denn? Schauen wir mal, wenn ein paar Leute abhauen, wenn einer langweilig wird. Ja, ihr sollt euch das Video, das ist das Allerwichtigste. So wichtig war es noch nie. Das ist der erste, jetzt, weil ich mache gerade noch schnell nebenbei das Spätzle. So.
Twitch stinkt. Ich hätte nichts gegen Twitch. Twitch ist der absolute Platzhirsch, was Streaming und Gaming-Streaming betrifft. Da habe ich darf gerne weiterhin parallel auf Twitch streamen, wenn alles so blind war wie bisher. Da bin ich mir ziemlich sicher, war man weitergewachsen im Streaming, sage ich dir, was ist. Bin ich mir sicher. Hängt auch viel vom Spiel ab, das ist mir spannend. Wir werden gerade nicht, es geht nicht weit unter. Aber es ist jetzt soweit, es passiert das, was ich predicted habe. Im Horror Oktober war der Hype noch so groß, dass es sich so plus minus null gehalten hat. Und mittlerweile im November habe ich das erste Mal rote Zahlen in die Abos drinstehen, nämlich über 120. 120 minus. Es sind am Tag so 3, 4, 5 Leute, die deabonnieren. Und ich frage mich so, ich verstehe nicht ganz warum. Aber es ist ja vollkommen wurscht. Haben wir schon einmal drüber geredet. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht mehr. Abozahlen interessieren mich nicht mehr stark. Natürlich wäre es schön, wenn da ein Plus steht. Ich meine, natürlich. Aber irgendwie geht auch keine Welt nicht unter, wenn nicht. Ist einfach dem, es kämen nicht mehr so viele Videos geschuldet. Kommt aber ein Video. Am Sonntag. Und weil ich mir nicht so hundertprozentig sicher war, was ich für ein Video machen soll, habe ich mir einfach gedacht, weißt du was? Nimm die einfach einmal dabei auf, währenddessen du dein Jahresmerch machst. Und sag die Leute, wie du das machst, wenn du schon bloß einen Stream machst, wo wir nicht recht viel gesehen haben, außer den verkorksten Hosen, den ich da zusammengagelt habe. So, jetzt nochmals. Ich habe eine andere Donau gemeint, wo ich geschrieben hatte, dass das aus Aliens Dark Descent Nummer 4 kommt, bei 11 Minuten 12. Alter, wie hast du denn das herausgefunden? Willst du mir erzählen, du hast jeden einzelnen Stream nachgeschaut seit einem halben Jahr und hast dann gesucht, wo das mit dem Leerzeichen daherkommt. Ich weiß aber nicht mehr, was genau der Auslöser dafür war. Ich werde die halbe schauen, solange es kein COD ist. Um Gottes Willen, um das geht's auch nicht. Aber es ist ja irgendwo klar, ich hätte eigentlich nie was sagen sollen, dass das einfach nicht mehr so viele Videos kommen. Ich hab tatsächlich 1, 2 Ideen für ganz neue Sachen, die einfach eventuell, wenn sie kommen, die einfach random mittendrin einfach kommen und dann schauen wir, was passiert. Aber in der nächsten Zeit nicht. So, das war so 8. Was sollen wir jetzt tun? Ihr wendet euch am Sonntag um 2 Nachmittag das Video nicht anschaut, und zwar ganz für die Watchtime. Ein Like da lasst und drunter schreibt, wow, leck, Alter, das ist das beste Video, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist unfassbar. So unfassbar. Dann hau ich euch, und zwar jedem Einzelnen da rein, einen knockerten Arsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe sehr viel reingehasselt. Sehr viel. Das ist der aufwendigste Jahresmerch, den ich jemals gemacht habe. Und der letztes Jahr war schon fragwürdig viel. Er schaut so, das für meine Verhältnisse schaut er richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Richtig lustig ist, dann ein Haufen Charaktere drauf. Ein paar habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich alles hergesagt habe bis dahin. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Also Verstecker brauche ich mich damit nicht. Da bin ich mir sicher. Also ich muss gerade hin navigieren. Können wir uns das Ding schon auf YouTube anschauen? Also jetzt weiß ich, was du meinst mit verspricht nichts, was du auf den Arsch! Hetzt euch an! Ein im Popo! So, machen wir so. Ja. Okay. Wie mache ich da jetzt eine Einleitung? Das ist nicht geprobt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Season 6 ist eigentlich ab heute beendet. Eigentlich müssten die Sachen von heute noch so ein bisschen in den Jahresmerch hinein. Wer nicht weiß, von was ich rede, der Jahresmerch ist... Normalerweise zeichnet meine Merch-Motive, außer jetzt das Logo da und die Jahresmerch-Motive, der Chris, der Zeichner vom Trachtmann. Der kann zeichnen. Ja, der kann das richtig zeichnen. Ich kann das nicht. Ich kann es ein bisschen zeichnen. Ja, dass ich kann komplett Gichtbratzen-Depp bin, das ist mir auch irgendwo klar. Aber so richtig gut zeichnen kann ich nicht. Und was eigentlich richtig lustig ist, da haben ein paar Charaktere drauf mit Händen und so ein Scheiß und mit Armen. Und ich habe tatsächlich, wie ich jetzt fertig war mit dem Merch-Zeichnen, habe ich mir eingebaut, weißt du was? Jetzt sitzt ihr mal hier und schaut einmal so Zeichentutorials an und sucht eine Woche lang ein Körperteil aus, das zeichnet. Da mein Arm, Hände, Gesichter, ein Mund, Augen, Proportionen vom Körper und so weiter. Da bin ich noch nicht lang drin. Ich befasse mich gerade mit Armen und ein bisschen mit Händen. Aber die 2-3 Tage reinüben, sagen mir jetzt schon wieder so, wenn ich den jetzigen Merch schaue, echt, hat's
hat's bei dem Charakter wirklich der Kreis mit die 3 Strichel sein müssen bei der Hand. Das hätte man besser hingekriegt, wenn wir nur mehr ein paar Stunden geübt hätten. Aber ich sag dir was, ich hab nicht genau mitgeschrieben, aber ich hab über 50 Stunden Videomaterial. Kommentartext notiert und für Sonntag vorgelegt. Steffi, bei dir muss ich mir sowieso gar nicht sagen. Viel Spaß mit den T-Shirts übrigens. Für über 50 Stunden Videomaterial und ich hab nicht alles abgefilmt, was ich zeichnet, korrigiert und koloriert und so weiter hab. Und dann noch nachgeschnitten, ich glaube, ich bin an dem Ding inklusive Video irgendwas zwischen 80 und 100 Stunden gesessen. Ich weiß es nicht. Und für das schaue ich dann im Nachhinein selber so und dem so, Alter, das, wenn du irgendjemand erzählst, dass du für das 80 Stunden brauchst, dass du Behinderter, dann halt er die für geistig. Aber es ist halt so. Kreative Dinge können mal sehr lange dauern. Timmy, Schluss jetzt. Schluss. Vielleicht. Nee, man kann sich Dono-Historie anschauen. Achso, das weiß ich nicht, die Dono nicht mehr selber so selten. Kannst dir die Dono anschauen, wo du je gespendet hast und siehst auch, wie viel man investiert hat insgesamt. Ja, Timmy Boy, das soll jetzt der eine anschauen. Das ist keine gute Idee. Weil ich hab mir merci dir, Schluss jetzt, nicht unterbrechen. Ich versuche hier gerade eine Ansage zu machen. Wer nicht weiß, was der Jahresmerch überhaupt ist, normalerweise zeichnet die Sachen der Chris. Ja, wie zum Beispiel das Horrormotiv. Das Chris, so kann ich nicht zeichnen. Ich darf gern so zeichnen können, aber da steckt so viel Übung drin, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege irgendwann mal. Ich probier's, ich gebe mir Mühe, aber nächstes Jahr vielleicht. Ein Jahresmerch zeichne ich selber. Und das haben wir 2019 haben wir das angefangen. Mit was ich da zeichnet habe und so weiter, das erkläre ich gleich von selber. Und das ist für mich so die kleine Besonderheit, damit es nicht irgendein hingeschissener Rotz ist, wie es viele andere YouTuber machen, wie es viele andere, was weiß ich, Influencer Spackos machen, so mit, yeah, da ist mein Merch, keine Ahnung. Und dann ist mit Comic Sans und einer Brezen irgendein Scheiß draufgeschrieben, das ist so lieblos hingerotzt, dass es ganz aus ist. Darum ist für mich gar nicht so wichtig eigentlich, dass das jetzt super gut ausschaut und vielleicht findest du da gar nicht so geil, sondern ich habe es mit Liebe gemacht, das kann ich euch präsentieren, ohne einen Funken schlechten Gewissen, dass das was kostet, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Und irgendwie versuche ich mich natürlich jedes Jahr zu steigern, das noch besser zu machen, noch mehr zu machen, nur irgendwann ist halt einmal die Grenze erreicht, weil ich nicht besser zeichnen kann und weil das Motiv da irgendwie nicht so viel Platz hat, etc. etc. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich euch das da einfach so zeigen kann. Ist da irgendwas, was kann, was angeht? Ich hab die Szene nicht vorbereitet. Hansi! Habe ich da schon 10 Jahre lang Pimmelmalen geübt? Ich auch. Pimmelmalen kann ich. Ein Pimmel ist übrigens auch drauf. Aber seht's jetzt dann gleich. Das Video dauert übrigens gute 10 Minuten. Habt's da Bock drauf? Haben Sie da Bock drauf? Ab in den Chat. Ich mach dabei so. Discord, YouTube-Video, da mache ich dabei so. Sagt man das? Oh ja, tatsächlich. Aber die Pause machen wir weg und mich machen wir da her. Soll ich im Video mit drin sein und soll ich eine Reaction gleichzeitig abgeben oder nee? Ist eigentlich wurscht. Meine Damen und Herren, präsentiere Ihnen nun das diesjährige Werk. In der Vergangenheit ist es immer sehr gut bei euch angekommen, darum ist das ist das erste Video seit langer Zeit, seitdem wir unsere Streams auf online schalten. Okay? Das bedeutet, ich weiß nicht, wie dieses Video in der Abo-Box an meine Abonnenten ausgeliefert wird, vor allem mit Minus-Abos, ziemlich vielen im Knack. Darum ist es ist an der Zeit und es ist wichtiger denn je, ihr schaut euch am Sonntag das Video. Es kommt um 2 Nachmittag. Schaut es euch ganz so. Nicht anklicken und wieder weg, sondern anschauen. Drückt den Like-Button, Kommentar drunter. Das würde mir sehr viel helfen, sehr viel bedeuten und vielen Dank dafür. So, aber jetzt schauen wir mal da rein. Ich mache mich aus. Mache ich mich aus? Ich verdecke ja bloß das Beutel. Ich mache mich mehr aus und lasse laufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und wenn es was zum Song gibt, dann drücke schnell auf Pause und sage einfach was dazu. Bis gleich. Habe die Ehre, übrigens der Bürger. Aus gegebenen Anlass habe ich mir gedacht, ist halt Zeit für How to Zeichnen. Meistens zeichnet mir der Chris vom Trachtman meine Merch-Motive. Aber einmal im Jahr hocke ich selber am Zeichenbredel und fasse alle Vorkommnisse, Insiderwitze und Jokes, die übers Jahr in Streams, Videos und so weiter passieren in einem Motiv im Jahresmerch zusammen. Und wie ich das mache, zeige ich dir in Phase 1. Das grobe Konzept. Wenn wir das machen, werde ich oft gefragt, mit was zeichnest du das?
Die Version 2019, 20 und 21 habe ich damals auf einem Galaxy Tab 4 mit Adobe Draw gemacht. Seit letztes Jahr habe ich ein Huion Canvas 20 Zeichentablet, auch besser bekannt als Huion 20 und nehme Krita als Zeichenprogramm. Wo fange ich an? Erstmal überlege ich mir, was das Motiv im Ganzen grob darstellen soll. Ein Wuselbeutel, wo man von der Weiden schon etwas erkennt und wenn man genau schaut, aber einen Haufen Details findet. Das Motiv selber soll immer im Hochformat sein, weil es besser aufs Poster und auf Shirts und so weiter passt und er besser ausschaut. Mein Name soll natürlich drauf, außerdem sind wir gerade in Season 6 und am Schluss kommt dann irgendwann sowas als fotzengrobe Skizze raus. Magic. Dann kommt Steffi. Die liebe Steffi ist einer der narrischsten aus der Community. Die schreibt jeden Stream, jedes Video, jede Kleinigkeit und jeden Scheißdreck mit. Einfach so. Sammelt das und schickt's mir am Jahresende. Heute sogar mit einem kleinen Screenshot. Liebste Steffi, vielen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich da 20 Jahre brauche, jede Scheiße da außen zum Suchen. Vielen lieben Dank. Press F in the comments! Aus der Listen greife ich dann jede Situation des Jahres aus. Was macht Sinn? Was war ein Highlight? Was war jetzt nicht so wichtig? Gehört aber irgendwie trotzdem drauf? Bei was habe ich sofort eine Idee? Was kann ich, glaube ich, überhaupt einigermaßen zeichnen? Und da greifen wir so viel aus, wie geht. Und dann wird's ernst in Phase 2. Skizzieren, platzieren, inken. Ich fange erstmal an, jetzt einzelne Beutel vor zum Skizzieren. Bei manchen Motiven nehme ich mir auch eine kleine Vorlage, wo ich ein bisschen abschauen kann. Weil für einen Klicker aus der Last of Us kommen meine Zeichenskills auf einem Level von einem 4-Jährigen, deswegen glaube ich heute als mehr das Essen absteche. Heute dann doch nicht ganz, aber traced bzw. abpasst wird auch nicht, das kann ja jeder. Das ist die erste groß aufwendige Phase, bis ich dann so 20, 30 Beutelskizzen beieinander habe. Und weil das heute auch ein kleines Best-of ist, heute jetzt einfach einmal mein Fotzen, have fun. So, wir brauchen jetzt ein paar Pfosten. Ja! Oh. Es ist so behindert. Ach, Kimmel. Oh Gott. Oh Gott! Oh ja. Also was einmal kurz aus Recherchegründen dazu gesagt wird, ich hoffe, es ist einigermaßen ersichtlich für jeden, dass es da rechts unten ein Zeitraffer ist, wie die Skizze von dem Battle zeichnet. Das ist nicht irgendwie, das macht sie von selber oder keine Ahnung was, sondern das ist mit teilweise 9999% Geschwindigkeit das Ding abgespult rechts unten. Und darum, die Skizze am Anfang zum Beispiel auch, da habe ich mir gedacht, Alter, ich weiß nicht, wie ich das unterbringen soll, alles, mach einfach Magic und hab dann die Skizze halt, da bin ich stundenlang dort gesessen. Bis, warte mal, das muss jetzt einfach schnell hineinkommen. Übrigens auch nochmal Press F für Steffi, das ist mal absolut außer Frage. Ohne die wird es so lange dauern, bis ich die Sachen rausfinde, Alter, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Da, das meine ich. Diese Skizze, das ist wirklich die allererste grobe Skizze, wo ich mir so gedacht habe, da soll ein B drin sein im Block und ein 6er in dieser isometrischen Ansicht und diese ganzen Blöcke ist ein bisschen eine Anspielung auf die Lego-Stornl und so weiter. Und wenn das dann, pass auf, die lassen wir mal laufen, grobe Skizze raus. Magic. Dieser Schritt dann, da ist ja schon viel sauberer gezeichnet, so wie es dann fast am Schluss ausschaut. Was meinst du, wie lange dass ich da dort sitze, bis ich diese ganzen Dinger da einigermaßen perspektivisch richtig irgendwo habe? Abgesehen davon sind sie gar nicht perspektivisch richtig. So, mehr gibt's jetzt gar nicht dazu zum Sagen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich tue immer zu früh, was tue ich denn? Den Namen brauchen wir noch. Ja, sicherlich. Bei Franz. Wieso? Ich mach mal mit Sie gesprochen werden. Ja, bei Fässer, da waren wir wieder nicht sehr divers. Ich bin ja maximal gespannt, was du am Schluss sagst. Das ist eigentlich immer der Moment des Jahres. Die erste Reaktion. War übrigens mein Highlight des Jahres für mich so. Ich versuche
Woche pfeifen zu lernen. Das ist ein echt extrem schlechter Zeitpunkt, um pfeifen zu lernen. Was ist mit dir? Hör auf! Bestes Spiel des Jahres. Was ist denn mit dir? Das ist wirklich das. Weiber, Alter. Ballern! Ihr Scheißdrecks müsst wir! Okay, komm, 1-6, kommt raus! So muss das machen, hab ich gehört. Absolutes Pro-Gaming. Das nervt so hart. Das nervt so hart, weil ich keinen Schaden nicht mache. So, ich möchte gerade nochmal daran erinnern, was ich gerade erzählt habe zu meinen Übungen, wirklich ernst gemeinten Übungen zu Armen und Händen. Und wenn ich halt jetzt 3 Wochen, nachdem ich die Skizze da gezeichnet habe, diese Hände und diese Arme sehe, dann tut es mir ein bisschen leid. Die werden später noch ein bisschen besser, aber dann tut es mir wirklich leid, dass die Hände sind, wie sie sind. Hey, schaut's einfach nicht hin. Schaut's einfach nicht hin. Kill it with fire! Legendary Drop Nummer 1! Wo ist jetzt der Goblin hin? Hab jetzt einen Goblin verkackt! Jetzt hab ich einen Goblin übersehen! Verdammt! Verdammte 8! Da bin ich ja wieder auf 182! Oh, was ist das Goblin da? Das mach ich gar nicht. Ja, Entschuldigung, so gefühlt. Viel mehr Erleichterung, weil ich sage, scheiß auf den Goblin! Geschissen auf das Goblin-Vieh, so schaut's aus. Das ist, was ich weiß. Erstes Legendary, 11:47 Uhr. Es ist ein Schild. Das kann zumindest auch eine Erklärung sein. Freilich haben wir die gute alte Killerspiele-Diskussion außer wenn der Abdul Mahatma Habibi, bekanntlich der Achte seines Wurfs, als Langeweile seine No-Go-Area in die Luft springt. Ist das überhaupt noch jemand? Da ich ja erst sag, seitdem ich 5 bin, schau ich mit meinem gefährlichen Halbwissen neben den Experten aus wie ein kleiner Schulbub. Hey, was weiß ich schon. Aha! Videospiele! Jetzt bin ich gestorben. Ja, Scheiße, Alter. Jetzt hab ich voll Bock an Sanko zum Zimpen. Geile Idee. Man wird aber auch alle 5 Sekunden von irgendwas abgelenkt. Wisst ihr eigentlich, was sie letzte Woche der Vader-Sepp während seiner Übung wirklich angeschaut hat? Er hat nicht fürs Lebenshilfefestel geübt, sondern... Da klemmt ja aber schön was dazwischen. Hilft mir, Obi-Wan Kenobi. Was ist das? Er hat dich was gefragt. Was ist das? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Und wieder gilt, nicht auf die Hände schauen. Vor allem nicht auf ihr linke, von uns aus gesehen die rechte. Nein, es ist nicht einfach nur ein Kreis mit 3 Strichhaltern und es bleibt auch nicht ein Kreis mit 3 Strichhaltern. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ihr sagt, das ist nicht so. Ach, das musst du so sehen. Wir sind keine Firma, wir sind eine Familie, Birger. Wir halten mal zusammen, wenn es drauf ankommt. Du machst halt 4-5 Überstunden am Tag. Das ist ja noch nicht alles. Wenn du die nächsten Monate richtig einhaust, richtig Gas gibst, dann kann sich der Chef zu seiner 3000 Hektar Villa nur die Insel kaufen, auf der es steht. Was? Was? Außerdem haben wir noch einen Punkt, der mich und euch sehr wohl betrifft. Alle Streamer, egal ob Affiliate oder Partner, dürfen nicht parallel auf mehreren Plattformen live gehen. Die meisten wissen sehr, ich stream seit Jahren jede Woche, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist nun vorbei! Ab sofort gibt's Livestreams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Jetzt gehen wir auf die Speisekarten, jetzt können wir das wieder... Brot! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Biergeist Busenbude. Unser heutiges Tagesangebot. Brot! Ja,
weiter geht's. Ich hab da meine Kamera am Arm gelenkt, an einem Bandel dran, deswegen wackelt es jetzt wie scheiße. Hab meine Taucherbrille noch nicht auf, ich paddle, da ist 10 Meter runtergegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Meter vor meiner Scheißfresse. Ich weiß, da geht noch einiges ab. Birger, wo ist der Nachschauungsgott? Birger, wo ist der Vorlagsgott? Birger, wo ist das? Birger, wo ist denn das? Birger, wo ist denn nicht das? Irgendwo muss er mal Ruhe sein. Was soll ich das unterbringen? Der Plan ist, die Einzelbeutel dann Stickel für Stickel ins Hauptmotiv zum Platzieren. Wo möchte ich was hier haben? Wo passt es überhaupt hin? Wo ist es nur platzfrei? Brauche ich nur irgendwas dazu, was ich vergessen habe? Und macht es dann im Gesamten einen brauchbaren Eindruck, wenn ich die Augen zuzwicke, so Pi mal grob, was das ist. Ja, das muss klar sein. Auch mit dem Wissen, dass ich ganz am Schluss sowieso noch 500 Mal drüber schaue und 1000 Sachen ändert. Dann wird geinkt, tuscht oder reingezeichnet. Die Skizzen bleiben nicht so hingagelt in Rot, jetzt kommen die tatsächlichen Outlines so sauber, dass meine Gichtbratzen halt zulassen. Bei dem Schild sitze ich mit Abstand am längsten. Ich gehe jede Skizzen nochmal durch und gebe im Prinzip schwarze Linien, so wie es am Ende dann auch wirklich sein soll. Ich hoffe, in diesem Prozess kriegt der eine oder andere so ein leichtes Gefühl davon, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Jetzt Detail, jetzt Funsel, 100 Mal korrigieren und schauen, ob's passt und ob's mir gefällt. Mit Liebe zum Detail. Und am Ende haben wir hoffentlich unser Gesamtmotiv getuscht, so wie es am Schluss dann tatsächlich ausschauen soll. Die ganze Gaude ist aber noch ein wenig lockert und darum gehen wir weiter in Phase 3. Flatten und kolorieren. Um mir das Ausmalen zu erleichtern, wird geflattet. Heißt, ich umrand jeden Bereich und gebe ihm eine random Hintergrundfarbe. Farbe selber ist dabei erst einmal wurscht, so kann ich die Flächen dann noch mit einem Klick easy markieren und dann final kolorieren. Das spart unfassbar viel Zeit und schaut am Schluss dann so aus. Letzter Das ist halt jetzt auch wieder so, immer wenn dieser Magic-Teil kommt, es ist erstens, glaube ich, nicht recht aufregend, das anzuschauen, wie ich die Skizze dann sauber mache, weil erstens dauert es ewig und zweitens dauert das Video nicht 12 Minuten, sondern 33 oder eine Stunde und das schaut sich kein Schwanz nicht an. Es wird halt einfach jede Fläche dann farbig markiert und das überspringe ich halt so. Ja? Und später gehe ich dann mit dem Zauberstab rein, dann kann ich nicht aussehen. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Dann kann ich im Prinzip schmieren und kann ein bisschen ungenauer arbeiten, ohne dass ich über den Rand aussehen muss. Aber trotzdem unter die schwarzen Outlines bleibt, dass dazwischen nicht so ein weißer Pixelrand ist, der entstehen würde, wenn ich mit dem Zauberstab einfach die Innenflächen von den Outlines markieren darf. Es ist scheiße zu mir erklären, wer es selber noch nicht gemacht hat. Weiterschauen. Schritt. Als Finale kolorieren. Ich hab dabei kein bestimmtes Muster. Ich suche mir irgendeine Stelle, auf die ich gerade Bock hab, aus und fange einfach an. Ich versuche ein bisschen zum Schattieren und aufhellen, da ich aber halt kein gelernter Zeichner, wie der Chris zum Beispiel bin, und von Licht und Schatten so viel Ahnung hab wie vom BHs häkeln, muss ich sagen, was am Schluss dabei rauskommt. Und dann nach 50 plus Stunden Videomaterial aufnehmen, wie ich beim Zeichnen hock, und nochmal grob 20 Stunden an Glorscheiß umeinander fieseln, korrigieren und 1000 Mal ändern, für Druck aufbereiten, das Poster herrichten und so weiter, kommt das dabei raus. So! Und da drücken wir jetzt aufs Päuschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, I proudly present to you the 2023er 2023 Jahresmerch. Ich hoffe sehr, er gefällt. Es ist natürlich mehr drauf als das, was man im Video gesehen hat. Nicht viel, aber ein paar Kleinigkeiten sind noch mit dabei. Da oben schwimmen die Rochen umeinander. Da ist eine kleine Taucherfigur. Das könnt ihr euch aussehen, ob das entweder ich oder der Dave the Diver ist. Da ist der Holzhas, den wir im Stream nicht gescheit hingekriegt haben, weil er immer irgendwie schief und keine Ahnung war. Da ist das Schädel, da ist der Pimmel. Der Blitz, der zieht sich da komplett durch zum Zauberstab runter. Da ist der Foodlapperl Franz. Da ist der Plötze mit Sputnik 2, da ist Leia, da ist die kleine Taschenlampen aus sämtlichen Horrorspielen, die wir gespielt haben. Ein paar Hashtags sind umeinander. Da ist die Okolonze.
Da ist der Vader, da unten an die Tröten aus Harry Potter, überall hängen ein paar so kleine Beutel umeinander, da ist der Sanka, der Depth-Counter, die Yeet-Maschine aus The Forest, dann der Gleiter aus The Forest, die Raketenabschussbasis, die Leichen, die alle in die Horrorspiele umeinander angehängt sind, die Skelette, der Generator, die Rochen, der Klicker, die Raketen, die außen umeinander fliegen, das kleine Alien, überall haben sie kleine Lego-Steine da, überall, da unten ist der Zauberstab, der macht Bzzzt und ja. Ganze Garde wird es geben, hier in Farbe, T-Shirts, Pullis, auf allem, was irgendwie in Textil gibt. Rechts daneben ist wie immer die weiß-schwarze Version. Das ist die wird es immer geben. Ich verstehe, wenn manche sagen so, gefällt mir nicht, ich mag es einfach lieber, frag mich bitte nicht warum. Auf einem schwarzen T-Shirt finde ich das einfach schon immer geil. Das haben wir 2019 so begonnen, so werden wir auch weiter verfahren. Gibt es als Poster in sämtliche Gressen etc. etc. Das Ding kommt am Sonntag. Sonntag 14 Uhr. Zum Kaufen ist wahrscheinlich sogar schon, gibt es jetzt noch nicht. Ja, ich schalte wahrscheinlich im Laufe vom Sonntagmittag irgendwann frei. Post dann die Promobeutel überall, ja, im Discord. Da hoffe ich, ist mir dann auch keiner bäs, wenn ich ein bisschen Werbung mache. Wenn ich schon mal sowas mache, mache ich natürlich auch Werbung und gehe euch dann im Dezember ab und zu mit auf den Sack. Ich hoffe, das ist in Ordnung und da schlacht mich keiner dafür. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war wirklich Blut, Schweiß und Tränen. Und wenn ich glaube, ich hab einen Nekromanten, sein Hint habe ich sogar noch ein bisschen angepasst. Ich schwöre bei Gott, die habe ich nicht abzeichnet, die habe ich noch ein bisschen korrigiert, aber die da habe ich nicht mehr korrigiert. Das heißt, die da ist ein bisschen gichtlig und die schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Genauso wie die Hand, der Zeigefinger, da hat mir der Chris ein bisschen Tipps gegeben, ja, keine Ahnung, mache ich ein Foto von deiner Hand und dann zeichne zumindest optisch, damit du eine Vorstellung hast, wo ist dein Darm, was hat der für einen Winkel, wo ist der Knie da an deinem Arm und wie sieht man die anderen Finger da unten drunter und so weiter. Bloß bei ihrer habe ich es nicht mehr geschafft. Da haben die, ja, das war das. Oder? Es ist nicht einfach ehrlich, ich pause nicht ab, das kann ja jeder. Ja, was ich auch noch vergessen habe zum Herzagen, da hängen überall so kleine Schwammerl dran. Das soll den Cordyceps aus der Last of Us und so weiter. Und ansonsten ist es, glaube ich, ganz stabil geworden. Also für das, dass ich habe Ende Oktober angefangen, lang bevor wir den ersten Stream gemacht haben, habe ich eigentlich schon gewusst, wie ich es haben will. Für das, dass ich gar nicht gewusst habe, was ich eigentlich haben will und wie und was und was Neues und keine Ahnung, ist, glaube ich, ganz geil geworden. Brauche ich mich nicht verstecken für das, dass ich einmal im Jahr zeichnet. Ja, es ist, ja. Da, stopp, beim Panzer haben wir auch noch, stimmt, haben wir da vergessen, da schaut der kleine Geistführer, der kleine Teufelführer mit Herbst. Wer sich da noch drüber erinnern kann aus den Horrorspielen. Ja. Machst du sowas auch mal als Backprint mit einem kleinen Bierger-Logo vorn auf der Brust? Es ist so eine Sache, mittlerweile, glaube ich, gibt es bei Spreadshirt die Möglichkeit, auf ein T-Shirt mehrere Dinge zu drucken. Also nicht bloß auf einen Bereich. Es gibt ja schon immer mehrere Bereiche, wo man hindrucken kann. Vorn oder hinten oder am Arm oder, ich glaube sogar an der Seite da irgendwo. Aber halt nur entweder oder. Das heißt, entweder hinten auf oder vorne auf. Nicht vorn und hinten auf. Und mittlerweile, glaube ich, geht das. Das Problem ist bloß, und das gefällt mir halt einfach nicht, die T-Shirts sind ja eh schon teuer geworden, wofür ich übrigens nichts kann, sondern Spreadshirt ist halt einfach teuer geworden, sowohl die Druckkosten als auch die Materialkosten haben sie in den letzten 2 Jahren erhöht. Die ersten 2 Preiserhöhungen bin ich nicht mitgegangen. Die dritte, jetzt muss ich mitgehen, weil sonst verschenke ich die T-Shirts einer. Und das braucht es einer. Nein. Alter, nimm doch die 25 € und kauf ein T-Shirt. Was machen sie auch? Ne? Der Veit, Alter, unser Community Grandpa. Danke dir. Ich freue mich, dass du das noch allweil gern machst und dass ich allweil noch unterhalten werde. Das ist kein Merci. Für das soll man ja nicht machen. Dafür musst du einstecken, was mir dir steht. Der Community-Opa hat gesprochen. Das ist etwas, das ich werde nie verstehen, wann das endlich ein Ende nimmt. Ich weiß es nicht. Ich sitze sprichwörtlich gerade da und mache im Prinzip nichts anderes wie Werbung für den neuen Merch. Da kommen Leute her und nimm 25 € und gib mir einfach nichts dafür und halt dein Maul. Ich werde es nie verstehen. Mr. Der Fight, Alter, ich hoffe, es geht deinen Enkeln und Enkelinnen, ich glaube, es sind ja mittlerweile schon mehrere. Geht's gut, vielen herzlichen Dank, Küsschen auf das Nüsschen. Schluss damit. Am Bauchi wird's 3D bei mir. Ja, bei mir auch, tu dich nicht oben. Ich hab auch schon beide T-Shirts da, einmal in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß und das Poster habe ich auch da. Ja. Kann man sich das tätowieren lassen? Du, das kannst du gern tätowieren lassen. Also, wenn du das tätowieren lässt, dann gehört der Knackquatschen geben.
Ist jetzt bitte nicht. Das ist jetzt nicht. Die Jessie schreibt, Birger, spannst du einfach nicht, was du für uns tust? Nein. Nein. Weiß ich nicht, ich sitze da, schaut einen fetten Trottel mit in den Computer, super. Wenn es euch taugt, freut mich das. Aber ich werde es nie verstehen. Es steht für mich halt einfach in keiner Relation. Da bin ich zu lange im realen Berufsgeschäft, dass das da einfach nicht in einer Relation steht, dass wenn ich da sitze und sowas mache, was ja Spaß macht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, am Schluss aus im Jahresmerch wird es immer ein wenig stressig und ich komme an den Punkt so, Alter, jetzt darfst du fertig werden, weil entweder fallen der Bratzen ab oder es kommt bloß noch Scheiße raus, weil du eigentlich nicht mehr magst, was irgendwie, glaube ich, verständlich ist nach, ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, das ist irgendwas 60, 70, 80, 90 Stunden, irgend sowas, plus, minus 10, ich weiß es nicht. Am längsten dauert die Nachbearbeitung noch, die ganzen kleinen Fehler ausbessern und 100 Mal neu, dann lässt es wieder auf, passt's nicht, keine Ahnung, das ist jetzt klar, oh Gott, da hast du wieder eine weiße Linie übersehen, was bist du für ein Behinderter, wieder oben. Es ist positiver Stress, ja. Es tut sehr gut, ich glaube, ich habe es gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube gestern, oder war es am Montag, weiß ich nicht, habe ich es ins Discord eingeschrieben. Der Moment, wie ich fertig war. Ich war fertig mit Video, das war gestern, glaube ich, weil gestern habe ich die Sachen, die jetzt noch im Video kommen würden, aufgenommen. Die brauche ich jetzt nicht sagen, das ist eine große Danksagung, die kann ich so auch sagen, live. Merci, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ihr könnt aber noch nichts kaufen, es ist sehr wurscht. Ja, wird schon passen. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Brauche ich mich nicht verstecken. Ich brauche kein schlechtes Gewissen nicht haben, dass ich da irgendeinen Schrott andrehe. Ich habe mir Mühe gegeben. Wem es nicht taugt, dem ist das ist auch okay. Ich weiß, es ist sehr bunt, aber alle meine Merch-Motive sind sehr bunt. Mein ganzer YouTube-Auftritt ist sehr bunt. Und ja, ich glaube, das ist okay. Zurück in die Großaufnahme. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der sich so ein Ding genehmigt, wie jedes Jahr. Ich hoffe sehr, dass das Video nicht in der Abo-Box untergeht. Das war extrem bitter. Wir werden sehen. Aber ansonsten, ja, wird schon passen. Und ja, es muss sich keiner dazu verpflichtet fühlen, dass er sich sowas kauft. Das ist mir noch ganz wichtig, weil wir haben auch Leute da herin, die rechtfertigen und entschuldigen sie sich, wenn sie nicht donaten können. Da wo ich mich frage, Kinder, wenn keiner donatet, sitze ich auch nicht da und, weiß ich nicht, verhungert dann. Keine Ahnung, wie ich es anders sagen soll. Ich freue mich natürlich wie immer und mein Rage dazu, ich glaube, den kennt ja jeder. Nur er ist 50-50, er ist ernst gemeint und natürlich ist er ja irgendwo ein Gaudi. Natürlich freue ich mich. Aber natürlich muss ich den Kopf beilen. Das wird ja nie anders werden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit Season 6 und ab nächster Woche ist eigentlich Season 7. Eigentlich schon seit ein paar Tagen, weil wir sollen nie die Sachen von den letzten 4 Wochen in den Jahresmerch noch einbringen, wie wir nicht fertig. Du wirst ja narrisch. Der Kunde schreibt, Stream-Video bekommt ein Like, aber nur wegen dem Merch. Das ist sein Ordnung. Wir sind einfach froh, dass wir die haben. Bester Mann. Ja, jetzt übertreiben wir mal nicht. Der Baudau schreibt, in bunt und Farbe. Und bunt. Hans im Glück schreibt, es schreiben jeden Motor Micker alle anderen Tage am Bier zum Singen, aber weiter so, beste Unterhaltung. Es ist einfach immer noch geil, dass es leider nach so langer Zeit immer noch so. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist, wir haben ein bisschen ein Spieleproblem. Langsam aber sicher. Ja, ich werde mir was ausdenken, was wir nächsten Micker werden. Ich habe irgendwie Bock auf City Skylines 2. Das kann ein nettes Nebenprogramm bis Weihnachten sein. Es gibt ja wieder eine Weihnachtspause, wie jedes Jahr. Wir machen am Mittwoch vor Weihnachten, wann ist das Jahr Weihnachten? Glaube am Sonntag. Machen wir am Mittwoch vorher Weihnachtsfeier, das ganz normale Blätschmerz. Bis dahin werden wir jeden Montag der Last of Us 2 spielen und vielleicht mittwochs. Wie viel haben wir da noch? Das sind nicht mehr viel, oder? Warte mal. Dann nehmen wir für Mittwoche. Sehe ich das richtig? Das 6., 13. Ja, das ist der 6. und der 13. Alter, in scheiß 3 Wochen ist fucking Weihnachten. Ja, in 3,5 Wochen ist Weihnachten. Kim, leck mir da am Arsch. Wo? Zeit wo? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Wir haben doch gar nicht aus der Sommerpause ausgesteppt. Vor 2 Monaten hat der Horror-Oktober angefangen. Vor 2 Monaten. Seit einem Monat ist er schon wieder vorbei. Last Train Home, das hat mich auch interessieren. Schaut sehr gut aus. Schaut richtig cool aus. Es gibt genügend Spiele. Ich muss bloß mit Augen aufmachen, ich Vollidiot. Traumtänzerin mit 62 Monaten. Da bist du Minimum in der Top 5, wenn nicht in der Top 3. Traumtänzerin, du bist wirklich schon verschissen lang dabei.
Vor allem deinen Namen weiß ich seit Anfang an. Vielen Dank. Küsschen aufs Nüsschen. Danke für deinen Resub. Saufen Stream zu Silvester. Herr Meier, bist du vielleicht ein bisschen besoffen? Er nicht. Und nach Weihnachten, da bin ich dann 2 Wochen weg. Also da gibt es halt einfach 2 Wochen keinen Stream. Ähnlich wie in der Sommerpause, bloß kürzer. Also in der Weihnachtswoche Schluss und in der Silvesterwoche, was ja aufs Wochenende fällt, aber ist ja wurscht, ist auch einmal Schluss. So kurze Pausen deren gut. Die tun am Stream gut, die tun beim Zuschauen gut, glaube ich. Und die Frage ist, es gibt einen Zeitraum da auf YouTube, der ist lang. Und der ist immer zwischen Januar und August. Der ist echt lang. Ohne mal ein Päuschen. Ist gut, es gibt die eine Woche, wo ich Geburtstag habe, aber eine Woche in 8 Monaten ist echt wenig. Ich überlege, ob man sich an Ostern, so nach 3-4 Monaten nach Neujahr, mal eine Woche Schluss im Juni, die Geburtstagswoche, wie gewohnt Schluss und dann Sommerpause. Da wird mich schon keiner lynchen, keine Ahnung, in der Osterwoche, wo die Feiertage sind, dass man da vielleicht mal nochmal einen kurzen Cut reinhaut. Es tut einfach gut. Ja? Ansonsten ist es so eine Dauerbestrahlung und ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich glaube, da bringt mich keiner um. Und was am Bürger gut tut, tut uns auch mal gut, ja sicher. The Day Before, Throne of Liberty und Avatar, schaut echt gut aus. Avatar ist halt wieder so ein 50-Stunden-Open-World-Schinken, den ich off-Stream nicht spielen werde. Und darum ist ein bisschen ausgeworfen, was geht, das werden wir nie fertig spielen im Stream, da bin ich mir sicher. The Day Before spielen wir nächsten Freitag. Am Freitag in einer Woche gibt es einen Sonderstream. Ich bin ja jetzt mit allem fertig, das Video ist fertig. Gott sei Dank viel früher, als ich das hätte sein müssen. Normal hätte ich erst am Sonntag oder am Samstag fertig werden müssen, aber es passt ja, Podcast gehört auch noch gemacht. Gibt es am Freitag in einer Woche gibt's einen extra Stream und zwar mit The Day Before. Das schauen wir uns mal an. Ich warne euch, wie ihr kauft das Spiel vorher. Da werden wir uns das ganz genau anschauen, was für eine Scam-Scheiße das ist, ob es wirklich eine Scam-Scheiße ist oder ob daraus ein Spiel werden kann. Schauen wir uns einmal 2, 3, 4 Stunden an, je nachdem wie es ist. Und dann werden wir schon sehen, ob ein guter Stream daraus wird oder ein Kruzifix und dadurch nur ein besserer Stream. Wir werden sehen. Cyberpunk DLC stickt mir ehrlich gesagt gar nicht so, ich weiß es nicht. Irgendein Dumpfbatzen gespielt, habe ich mir auch überlegt. Es gibt, jetzt pass mir an, es gibt im Xbox Game Pass, ich weiß schon, den erwähne ich wirklich oft, aber ich finde ihn auch gut. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ja. Gibt es in dieser Xbox-App eine Funktion, da heißt überrasch mich. Da drückst du drauf und dann radelt so ein Radl und dann schlagt er da irgendein Spiel vor. Habe ich auch schon überlegt, ob wir das mal machen. Ich drücke einmal drauf und Alter, was kommt, wird gespielt. Ob es uns gefällt oder nicht. Außer, eigentlich sollte man sogar die Regel aufstellen, auch wenn es 50 GB hat zum Mobile. Dann schmatzt man dabei 10 Minuten, Viertelstunde und dann spielen wir. Egal, was es ist. Außer wir haben es schon mal gespielt. Es sind ja auch genügend Spiele drin, die wir schon mal gespielt haben, wie zum Beispiel Starfield oder keine Ahnung. Das kann nicht auch voll in die Hose gehen, oder? Das kann auch, was weiß ich, was kommt denn dann? Zum Beispiel The Elder Scrolls Oblivion. Da werden wir auf 2 Stunden nicht recht versenken. Ich meine, das ist der Vorgänger von Skyrim, wer es nicht kennt. Da wird nicht viel was, aber egal. Das ist der Regeln sind Regeln. Und ansonsten hätte ich auch noch so eine kurze Idee mit unter 1 Euro Spiele. Dass ich mir die einfach, ich kann mir eigentlich, wie viel gibt's denn auf Steam? Keine Ahnung, 100. Dann kauft man die halt, irgendwo müssen eine Donation sein, hallo? Und dann wird einfach da 1, 2 gespielt und geschaut, was für ein Riesenhaufen Scheiße das ist. Stimmt, und kein FIFA, aber FIFA ist glaube ich nicht im Game Pass, bin mir nicht sicher. Sie Regels, sind sie Regels, absolut richtig. Ja, ich gebe zu, Herr Gustelbitz, da hast du absolut recht. Da habe ich mich ein bisschen, aber gut, der Henno ist auch nicht der Einzige, der das macht, ein bisschen inspirieren lassen von 3 schäbige Spiele. Absolut richtig. Andere Frage, wann Starfield-Finale? Ich fürchte, dass das Finale von Starfield werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Ganz ehrlich, Starfield hat mich schwer enttäuscht. Das hat mich gar nicht gezogen. Gibt es 100 Millionen 1-Euro-Spiele auf Steam? Echt? Ja, da findet man schon irgendwas. Je mehr, desto besser, dann gehen sie, das ist gut. Magst du mal Lethal Company ausprobieren? Das muss ich mir erst anschauen, was das ist. Über das bin ich gestern gestolpert, wie ich mal durch Steam geschaut habe, weil ich mir eben auch diese Idee gehabt habe, so, vielleicht kann das auch ein lustiges Videoformat sein. Sperr einfach irgendeinen Schrott und schau, was passiert.
Dann habe ich mir das reingeschaut und dann ist da Lethal Company geschaut und habe ich schon gedacht, was ist denn das wieder für ein Titel, was ist denn das für ein Dreck? Und schaue ich mir das so und dann hat das irgendwie 90.000 positive Bewertungen. Wenn ich da gesessen habe, hey, warte mal. Und heute habe ich irgendwo ein Video gesehen, dass die Verkaufszahlen von Lethal Company höher sind als die von Modern Warfare 3. Dann habe ich schon lachen müssen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich mir mal anschauen, was ist das? Was ist das? Das ist, glaube ich, irgendein Koop-Horror, was auch immer das ist. Ja, schauen wir uns mal an, wir werden sehen. Lethal Company habe ich heute mit dem Späße gespielt, ist recht witzig. Ja, ich muss mir erst anschauen. Ich habe mich noch nicht befasst damit. Gibt es eigentlich deinen Minecraft-Server noch? Weil, Alter, was hier ist es? War vor 3 Jahren. Nein, den gibt es schon lange nicht mehr. Es war ja gar nicht meiner. Den haben damalige Mods für mich zur Verfügung gestellt, netterweise. Ultimate Chicken Horse. Glaubt mir, das Gameplay ist geil und ist quietschbunt. Ultimate Chicken Horse, irgendwas sagt es mir sogar. Wäre interessant zu sehen, was aus dem geworden ist. Nein, den gibt es nicht. Außerdem habe ich auch noch eine Idee. Jetzt pass mal an. Ihr habt doch immer Bock auf DayZ. Ich habe ein paar Zeit in Tegingen. Schon steht so 30% der Community mindestens ein Zelt auf im Höschen. Wie wenn der Mario so einen Schwammerl frisst. Ihr mögt sich aber DayZ recht gern. Ich mag DayZ auch gern. Aber wir haben ja in Vanilla DayZ alles getan, alles gesehen. Absolutes Pro-Gaming gesehen, absolutes Versagen gesehen. Wir haben den Vollbier-Squad gesehen. Wir haben herausgefunden, was blau ist. Wir haben den vom LeBron zum Ligon weiß nicht, was noch ist. Das Kamer Leon haben wir alles gesehen. Aber was wir noch nicht gesehen haben, ist ein eigener, von mir bezahlter, selbstverständlich, gewhitelisteter Community-Server mit Mods. Jetzt ist die Frage, ob aus dem Zelt der Familienzeit wird. Oder eher nicht. Mehr mag ich da jetzt nicht dazu sagen. Vorstellung ist folgende. Whitelisting darum, ich habe keinen Bock, nicht irgendwelche Trollo-Spasten zum Tun. Ich möchte Competition auf dem Server. Ich weiß ja gar nicht mal, was für Mods das gibt. Ich muss mich erst damit auseinandersetzen. Das ist einmal das Nächste. Ich hätte schon gern Competition, Lagerbildung auf dem Server, Feinde auf dem Server. Im Grunde ist auch alles erlaubt. Ich sag's dir, wie es ist. Wer durch ein Wind glitschen kann, der kann das. It is what it is. Alle haben das gleiche Wetter. Aber wer cheatet, Glitch ausnutzen ist kein Cheat. Wer mit Aimbots, Wallhacks, irgendso ist sofort auf Lebenszeit weg. Und ja, ganz einfach. Und ein Whitelisting gibt es nur bei mir auf dem Discord. Ganz einfach. Gibt es eine Vorstellung, eine Art, meinetwegen vielleicht irgendwann sogar mal ein Bewerbungsgespräch. Ich brauche dazu natürlich Mods, wer da Bock drauf hat, um Gottes Willen, aber ich glaube, das ist das geringste Problem bei euch Vollgasnarischen, etc. etc. Außerdem haben wir auch schon Mods, vielleicht wollen auch die das machen, das ist jetzt kein, ihr seid Mods, ihr müsst es jetzt machen, aber der YBO ist noch da. Der schreibt auch gerade, oh je, der Server modden ist keine Geschichte auf 2 Stunden oder so. Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich schon, dass es das nicht ist. Das Ding ist aber auch, es bin nicht nur ich daran interessiert, sondern auch meine Spätzchen. Und die rasieren euch anders, das kannst du mal Gift drauf nehmen. Und ja, quasi in Richtung RP oder wie? Ja, eventuell. Das weiß ich noch nicht, aber wenn jetzt Season of Discovery vorbei ist, dann werde ich mich speziell mit 2 Spätzchen, vielleicht sogar 3, mal mit anderen DayZ-Servern, ich habe irgendjemanden übersehen, Reaper, keine Ahnung, ich habe die übersehen, es tut mir leid, ich habe die schon gesehen, ich habe nicht drüber gesprochen. Danke für dein Zwickel, ich hoffe, du bist noch da. 2 Wochen Pause, wie soll ich das überleben? Da schaust du die 4 Jahre in den Stream, so, die haben fast genauso schlecht wie die jetzigen. Quasi in Richtung, haben wir noch gelesen, oha, dafür würde ich es mir kaufen. Recyclingshof, Simulator, RP-Bewerbung oder, ich weiß es noch nicht, so weit ins Detail bin ich noch nicht gegangen. Und ja, kriegen wir schon hin. Es fällt uns schon was ein. Ich bin mir auch 100% sicher, dass wir zur Not Leute in der Community hätten, die sich mit Server-Modding auch auskennen. Und ansonsten, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, wenn ich mich damit befasse und mich dafür interessiere, dann kriege ich es schon hin. Und das ist keine Sache auf 2 Stunden, das ist mir schon klar. Das kann man mit Konsole mitspielen, da fängt schon, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Konsolen
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihr auf der Konsole Mods installieren könnt. Glaube nicht, dass das geht. Es ist extrem schade, das ist mir klar, das mache ich nicht mit Absicht, um Gottes Willen, aber selbstverständlich spiele ich am PC. Ist klar. Das mache ich immer, also die alten Streams schauen. Achso. DayZ hat Core Crossplay. Ja, habe ich nicht gewusst. Ja, nein, Konsolieros können damit nicht mitspielen, leider Gottes. Wie so ein Daylarp. Ja, im Prinzip, ja, das kommt jetzt ganz drauf an, was. Es gibt da so, habe ich gesehen, es gibt so Mittelalter-Server. Da wo du eine Ritterrüstung umeinander drehst und mit dem Schwert und so. Ist vielleicht auch ganz lustig. Für Season 2 dann. Wir werden sehen. We will see. Das ist jetzt aber wieder, da ist noch ein Zeitl hin. Das habe ich angedacht für Anfang nächstes Jahr irgendwann. Auf alle Fälle noch im Winter. Ja, Februar vielleicht. Wir werden schauen. So mit verschiedenen Gilden. Ja, hätte ich gern. Also wenn es ja hier und dran, ich möchte auf alle Fälle, ich möchte da keinen Friede, Freude, Eierkuchen-Server. Ja, das ist einfach langweilig. Oder haben 100 Leute auf Server. Ja, krass, aber alle arbeiten zusammen. Ja, wow. Wow. Es soll kein PvE-Server werden. Es darf ruhig PvP geben, es soll verschiedene Gruppen geben, es darf ruhig Leute geben, die euch auch ein Lager ausrammen. Für das baut man ein Lager, damit man es verteidigt. Und andere nicht kommen und das ausrammen. Verstehen Sie? Und deswegen, da schon hin, der einfach Brunner dreht, schießen möchte! Richtig. Für was soll das? Das ganze Aufgabegepimmel, das ist alles Noob-Scheiße. Alles Noob-Scheiße. So sieht's aus. Und wer sich da zusammen tut, wir werden sehen. Es wäre cool, wenn es da eine Player-Driven Economy gibt. Ja, ich habe schon ein bisschen was habe ich schon gesehen. Es gibt dann mit Währungen, dann gibt es so Händler und NPCs, wo du da Sachen kaufen kannst und verkaufen kannst und was weiß ich was alles. Kriegen wir schon. Mir ist, ganz ehrlich, scheißegal, was dieser Server kostet. Für das gibt es eine Donations, eine Mitgliedschaft. Ich meine, irgendwo müssen wir es hinwerken. Warum nicht mal in sowas? Und es gibt nur ein Whitelisting. Du gehst zu mir ins Discord, schreibst, ich darf da gern drauf, ich bin der und der, bla bla bla. Dann wirst du gewhitelistet und sobald irgendein... Ich bin sogar so weit, dass ich sage, von mir aus, da ist Anarchie, Alter. Auf diesem Server ist Anarchie. Wenn du da reingehst und Leute beleidigst, dann ist das so. Dann ist das Teil des Rollenspiels. Dann ist das so. Dann kehrst du halt von dem anderen einfach ins Gesicht geschossen und habe ich dir gesagt. Ist in Ordnung. Es ist wie ein EVE Online. Da kannst du tun, was du willst. Mach Intrigen. Geh da rein, schmuggel die ins Lager rein, rahm's aus über Nacht und verpiss dich. It is what it is, Leute. Aber wer mit Cheats kommt, Aimbots, Wallhacks, Loot-Dupen, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, ob es also Detections gibt, etc., der ist raus. Ganz einfach. Es ist alles erlaubt, außer Cheaten. Ich weiß, es ist auch schwierig, diese Regeln dann festzulegen, was geht zu weit, was ist okay, was ist eh. Der Mark XD hat auch noch subscribed, den habe ich auch nicht gesehen. Wieso habe ich den nicht gesehen? Achtung, komm mal. Küsschen aufs Nüsschen, Mark. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Das war vor 32 Minuten. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gesehen habe. Aber wer kontrolliert das? Das sind alles so Fragen. Da werden wir herausfinden, ob wir als Community in der Lage sind, das aufzuziehen. Ich meine, ich werde auch nicht 24/7 auf dem Server rumgurken. Natürlich nicht. Wann soll das mal? Hallo? Wann wir so in diesem Mal. Aber wir werden 1 bis 2 Mal in der Woche, da weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen, wir es halt alle machen, reinstreamen. Und ja, es ist halt natürlich für mich ein bisschen ein Nachteil, weil Stream gesniped ist mir gleich. Wenn ich eine Feindgruppe angehe, dann wissen die, wo ich bin, wann ich komme, etc. Das ist halt ein bisschen. Es ist halt schwierig. Das ist halt, und deswegen habe ich es so ungern angesprochen oder überhaupt in den Mund genommen, dass wir es machen. Aber wir werden sehen. Die Raids passieren halt dann offstream. Nochmal und nochmal. So. Tja, dann müssen wir einen Cheater ohne Cheaten sehen, das ist richtig. Aber PS schaut schlecht aus. Was ist das? Also PlayStation wahrscheinlich. Loot-Dupen ist auch ein Glitch. Eigentlich ist schwierig. Hallo, da weiß ich jetzt nicht, was man sagen will. Ist es jetzt schwierig oder ist es eigentlich ein Glitch? Ja, achso, du meinst jetzt, weil die Regeln, wann ist jetzt wirklich Cheaten? Dann wird einfach in die Regeln eingeschrieben, Items duplizieren, du bist raus. Fertig. Cheats, Zusatzsoftware in jeglicher Form, du bist raus. Aimbots, Wallhacks und was es sonst noch alles gibt, du bist raus. Items dupen, macht Server-Economy kaputt, du bist raus. Und ansonsten Halligalli Drecksau-Party. Was das Spiel erlaubt, ist erlaubt.
Darf's da eigentlich nur ein Girl geben? Machen wir eine Girly Group. Ist das mit Sicherheit gibt es da ein paar Mädels. Da haben einige Mädels mitgespielt damals in dieser Gruppe. Ja, das meinte ich, dann ist es klar, Dupen verboten. Ja, da kämen mit Sicherheit im Laufe der Zeit auch noch ein paar Sachen, die Leute deren, an die ich jetzt nicht denke, wo ich dann im Nachhinein die Regeln anpassen muss und muss sagen, okay, das ist verboten. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ja, das geht zu weit, mach das nicht mehr. Dann fliegst du nicht sofort vom Server, weil die Regel ist natürlich vorher nicht da gewesen, aber ab dann wird sie dran gehalten und fertig. Und ansonsten erinnere ich mich sehr gut, dass man mir immer, also wirklich, ich weiß halt nicht einmal, wann es zum Trollen worden war, wenn wir sowas gemacht haben. Egal in was für einem Spiel, wo wir mit der Community spielen, ist sie immer anständig aufgeführt worden. Immer. Ja, darf ich nur Leute beleidigen? Es ist halt die Frage, wie viele Leute, dass da Spaß dran haben mit dir dann, wenn du nur im Kreis laufst und Leute beleidigst. Hey, muss sagen, Trottel muss sagen. Die kriegen dann Schrupflinten ins Gesicht und können wieder von der Küste herlaufen. Weiß nicht. Aber jetzt chill die Kniescheibe, da ist noch eine ganze Zeit hin. Ich überlege mir das und schaue mir das vor allem mal an, was überhaupt alles möglich ist. Und ansonsten ist es ein schöner Content-Füller, auf den ich auch richtig Bock hätte, sage ich ganz ehrlich. DayZ funktioniert immer, ihr habt Bock, ich hab Bock, bloß nicht mehr auf Vanilla. Ja, da haben wir alles gesehen und alles gemacht, da haben wir über 25 Streams gemacht. Kein Spiel haben wir öfter gespielt. Keines. Ja. Bei DayZ bin ich immer dabei, da haben mehr Leute dabei, hoffe ich. Und habe ich also ein bisschen das Gefühl. Wie kriegt man auf dem Discord seine Ränge? Herr Linke, also, der Blau, das habe ich schon lange nicht mehr erklärt, der blaue Vollbier-Squad, den gibt es nur für herausragende Leistungen. Das entscheidet ich, sobald du fragst, gibt es ihn eigentlich sowieso schon nicht mehr. Dann, wenn du auf YouTube eine Mitgliedschaft, eine Subscription hast, dann musst du deinen YouTube-Account einfach mit Discord verbinden. Beziehungsweise im Discord deinen YouTube-Account mit Discord verbinden, dann kriegst du automatisch den roten Mitgliederraum. Und mehrere Ränge gibt es nicht. Da ein Mimikini gibt es noch. Das ist, wenn jemand was Lustiges postet. Das muss aber so unfassbar lustig sein, dass ich unterm Tisch liege vor lauter Lohe. Das ist schwierig. Der Mr. Forest Quarter schreibt 5 Minuten. Was bedeutet Vanilla? Oh, Mr. Forest Quarter, was bedeutet Vanilla? Absolut berechtigte Frage. 5 Minuten. Was bedeutet das, wenn ich sage, DayZ Vanilla? Das ist, ich weiß eigentlich gar nicht so recht genau, warum er das sagt, aber die Bedeutung ist das ursprüngliche, ungemoddete Spiel. Heißt, wie es vom Hersteller kommt. Ja. Auf offiziellen Servern. Und mit Mods, das ist halt eine gemoddete Version, ist halt einfach nicht Vanilla, sondern halt mit Mods und da kommt Content von Spielern und nicht Entwickler programmieren ins Spiel hinein. Zum Beispiel eine komplett gemoddete Map. Dann ist die Map nicht so, wie es du kennst, und wenn wir es mir kennt haben, wie wir gespielt haben und so, sondern dann ist zum Beispiel, was weiß ich denn, irgendein Gebäude komplett umbaut. Das ist eine sehr einfache Mod. Das ist ganz anders, wie das offiziell eigentlich ist, meistens fake cooler. Und da drin haben dann, keine Ahnung, das ist der super Zombie-Swarm-Mod, da drin haben 100 Zombies. Installier Mod auf dem Server und dann ist das da so. Bahnhof-Map, beste für DayZ. Mit so Maps muss ich mir da natürlich auch auseinandersetzen, aber das kriegen wir schon. Der Fox McCloud schreibt, simpel, weil er Vanilleeis eines oder das erste Eis war, also original quasi. Ja, eigentlich ist Original der verständlichere Begriff. Also Original DayZ spielen, so wie es gedacht ist zu spielen auf offizielle Server, das haben wir durch. Wir spielen jetzt gemoddete Server und da gibt's dann mehr Waffen. Verschiedene Items, die du anziehen kannst, die es ja so gar nicht gibt. Mehrere T-Shirts, Westen, Helme, Waffen, Visiere, Assets, keine Ahnung. Wie gesagt, dann gibt es zum Beispiel so Händler-NPCs. Die geben da Aufgaben. Zum Beispiel eine Quest-Art, Quest. Ja, geh da, keine Ahnung, in den Norden, loot irgendwas Bestimmtes, bring mir das wieder, kriegst Geld dafür. Oder vielleicht gibt es sogar ein Leveling-System mit XP und lauter so ein Scheiß. Da kannst du richtig geile Sachen machen und das ist einfach die einzige Möglichkeit, nochmal DayZ zum Spielen, dass wir was Neues erleben. Ja, Mod,
haben quasi Streusel fürs Eis. Ja. Man kann das aber auch ein bisschen übertreiben und dann ist vom Eis nicht mehr recht viel da, dann haben sie bloß noch Streusel und dann rennen da keine Zombies umeinander, sondern ganz viel Thomas, die Lokomotiven und fahren über den Haufen. Das ist jetzt übrigens kein Schwachsinn, den ich erzähle, das gibt's wirklich. Sind Meerwaffen salzwasserresistent? Oh Gott. Sonntag, Ruhetag, habe ich da leichtes Sprengi-Vibes. Was los? Gibt's da Kopfgeldaufträge? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht so damit befasst, dass ich jetzt eigentlich so lange darüber rede. Aber jetzt ist sowieso 11:05, jetzt verpissen wir uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Mit Alan Wake ist jetzt erstmal ein Päuschen angesagt, habe ich das Gefühl. Und wenn wir es weiterspulen, ich darf es gerne durchspulen, damit wir mal was durchspulen wieder, dann machen wir das an am Wochenende. Nächste Woche, Montag, der Last of Us. Wer am Sonntag das Video nicht anschaut, vom Jahresmerch, das raus! Morgen haben wir wieder wach, ja? Sehr schön. Ich vermisse Sprengi sehr. Der Sprengi war halt schon da. Ich weiß nicht, der wird sich auch aus dem Staub gemacht haben und sagt, das ist ja Alan Wake, das ist ja nichts für mich. Es ist mehr Ruhe. Ich hoffe dennoch, Sie hatten Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Danke für die ganzen Donations heute wieder. Danke an die ganzen neuen Mitglieder. Da waren nicht auch ein paar dabei. Und natürlich an die alten Mitglieder. Unter anderem eine Traumtänzerin mit 62 Monaten. Jetzt lauter geschubst. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns am Sonntag. Und vielen Dank im Voraus an jeden Einzelnen, der sich so ein Ding genehmigt. Das sage ich noch 1 Million Mal. Es ist mir aber scheißegal. Und wenn ich es noch 8 Millionen Mal sage. Und jetzt verpisst euch. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Ab morgen viel Spaß an allen, die in Season of Discovery umeinander pimmeln. Ich werde nichts anderes da bis am Sonntag um 1 in der Früh wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns am Montag mit The Last of Us und nächsten Mittwoch sehr wahrscheinlich mit City Skylines 2. Irgendwie habe ich Bock drauf. Mal was Ruhiges, Gemütliches wieder. Und Aufbaustrategie hat ja auch immer besser funktioniert, als wir das dachten. Und jetzt schleicht's euch. Bussi auf das Nussi. Habe! Wie ich immer sehr confident bin, dass ich sofort auf Stream beenden drücke, dann merke, dass ich erst einen Tab umschalten muss, dann auf Stream beenden drücken muss und dann nochmal bestätigen muss. Tschüss da.